Alle reden, keiner selber jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Ja, herzlich willkommen. Danke. So, jetzt redet wir, wie ihr da hinten seht. Heute mit der Jessie. Das ist Jessie. Wir kennen uns durch deinen Freund. Das ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir, der Krigi. Sicher schon 12 Jahre befreundet. Genau. Ich habe dir erzählt vom Podcast. Steige mal so rein. Du hast eine tolle Idee gefunden. Mega. Also ein bisschen die Message. Und willst du dich kurz vorstellen? Stichpunkte, was du von dir preisgeben möchtest, natürlich. Sehr gerne natürlich. Also, mein Name ist Jessica. Also viele sagen mir schlussendlich Jessie, wie eben die Freundin von Chris, vom Krigi, wie ihr immer sagt. Das ist auch so etwas. Nein, er heisst Krigi, okay. Wie hat er sich vorgestellt bei dir? Ja, aber ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger. Du kennst ihn noch länger. Ne? Und ich habe ihm immer Chris gesagt. Okay. Ja, Also, bei uns bringt das nicht durch. Bei nein. uns bleibt er unser Krigi und wir lieben ihn dafür. Bei mir heisst sogar Christian. Also, hat x Namen schlussendlich. Ja, zu mir. Ich probiere es kurz und knackig zu behalten. Ich bin 26 geworden, bin im Sportbereich tätig, sowie aber auch mit den Stomapatienten. Vielleicht sagt euch das etwas. Das ist mit künstlichen Darmausgängen und Genau. so. Also, auch im medizinischen Bereich. Ich habe eine kleine Vorgeschichte, die wir heute wahrscheinlich thematisieren. Sehr spannend, ja, freue mich darauf. Und wie es zu dem gekommen ist, wir waren in der Ferien bis vor 2 Wochen und dann eben haben wir über den Podcast ein bisschen geredet. Und hey, why not schlussendlich? Wenn du mich dabei haben willst, wieso nicht? Mega lässig. Ich finde es wirklich cool, wenn jemand Geschichten von anderen erzählt, einfach über Alltagssachen schwätzen. Also go for it. Und ich würde mal meinen, mit dazu oder zu mir könnte man dann später Ja. noch Und auch erzählen. ein Podcast finde ich, wo Leute sich vielleicht etwas mitnehmen können. So, oder? Es hat ja auch ein bisschen also ein Benefit, ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht hört es jemand, der in der gleichen Situation war im Leben und denkt, hey, cool, die Person hat es auch geschafft oder hat etwas Tolles daraus gemacht und wieso nicht ich auch. Oder es soll ein bisschen Kraft geben, es soll unkompliziert gehalten sein. Ich sage es nochmal, die Gespräche sind nicht gescriptet oder so. Also wir haben keine Ahnung, über was wir reden werden. Wir wissen das Thema grob und wir reden einfach drauf los. Und das sollte auch so ein bisschen das Gefühl geben für die Leute hinter dem Bildschirm, als würden sie da sitzen und so ein bisschen hören. Und eben, es gibt keinen Leitfaden. Was mir sehr wichtig ist, dass es einfach authentisch überkommt. Kurze Frage, du schaffst mit Stoma-Patienten? Genau, ja. Voll. Also, wie darf man das verstehen? Was machst du mit denen? Also schlussendlich mache ich mit ihnen gar nichts. Das machen dann Stomatherapeutinnen selber, aber es gibt ja immer mehr halt Menschen, die durch Krebs oder sonst irgendwelche Komplikationen einen künstlichen Darmausgang haben. Und die brauchen ja Beutel und Platten, damit der Sack entweder hier beim Bauch oder hier unten mit dem Dickdarm platziert werden kann, weil es ja ein künstlicher Darmausgang ist. Wir schauen einfach, dass sie das bekommen und richtig zugeschnitten und die Versorgung stimmen tut. Also wir sind eigentlich die Ansprechpersonen zwischen den Stomatherapeuten selber und den Patienten. Und Okay. das ist ein Job, der mega Sinn macht für mich, weil ich habe trotzdem auch schon viel sehen. Und Glaube ich. es ist halt, wie soll ich sagen, mir ist jeden Tag dankbar, wenn man aufsteht und sagt, es geht mir gut, ich lebe überhaupt und ich habe keine Komplikationen, um mir 2 Stunden müssen Gedanken machen, wie gehe ich jetzt aus dem Haus, habe ich die Sachen lernen. Also es ist schon ein Job, wo man etwas gibt und viel zurückbekommt auch. Also, ja. Sieht man das? Ja. Ich finde es wirklich, also Stoma ist, finde ich, vor allem so ein Thema. Du kannst dein Leben leben, ganz normal. Also ganz normal, du gehst einfach nicht aufs WC, also du scheidest den Code eigentlich in den Sack da aus und es passiert ja unwillkürlich, das kannst du ja nicht steuern, es passiert einfach. Aber trotzdem finde ich, es ist ein Thema, das mega mit Scham behaftet ist. Also normal leben, in die Bade gehen, bist du schon ein bisschen eingeschränkt.
die Leute denken die anderen finden sie grusig, weil da immer so ein bisschen der Stuhlgang mithängt. Finde ich ein mega, mega, mega sinnvolles Schaffen, was du machst. Und ich habe auch den Spitex-Stoma gewechselt. Ich bin der, der gewechselt hat. Ja. Und es ist schon krass, wenn die Leute dort liegen. Du machst das. Bei mir sind es meistens Ältere oder Mütter zum Beispiel, wo bei der Geburt dann etwas kaputt gegangen ist. Oder? Und ich meine, die sind mega beschämt. Die liegen dann dort und die wissen, das schmeckt nicht gut. Also ich sage dir ehrlich, es schmeckt viel, viel intensiver und wüster, als wenn es jetzt aus dem Arsch kommt, auf Deutsch gesagt. Wow, ich habe das nicht gewusst, ich schwöre dir, ich habe das nicht gewusst, was du machst. Wie bist du dazu gekommen? Du hast keinen medizinischen Hintergrund, oder? Nein, gar nicht. Also es ist so, ich habe die Lehrzeit eigentlich bei der Telekom-Branche gemacht, bei der Swisscom, damals. KV ist das? Das KV, genau, das ganz normale KV. Aber schon immer gewusst, dass ich ins Medizinische auch will, also in den Sportbereich. Zum Sportbereich kommen wir dann später. Und habe mich dann eben ein bisschen umschauen, was gibt es auf dem Markt. Und ich bin aber nie zu so einem Job gekommen, weil ich ja kein MPA bin oder sonst irgendwie etwas. Ich glaube, Pflegefachfrau gar nicht. Also bin ich von Telekom-Branche zu Telekom-Branche gegangen, dann zwischenzeitlich noch etwas anderes gewesen. Und dann, dieses Jahr, ist dann eine Kontaktperson auf mich zugekommen, hey Jessie, bist du immer noch auf Stellensuche? Und dann habe ich die Firma kennengelernt, voll verlieben. Und sonst bis vor 2 Jahren habe ich eben auch noch dort gewohnt und habe nie etwas von dieser Firma gehört. Okay. Also unglaublich. Krass. Und seitdem, also ich habe das Gefühl, ich bin schon seit 3 Jahren dort, obwohl ich eigentlich erst seit April bei ihnen arbeite. Okay, es ist so familiär, es ist, schön. Du gehst wie heim arbeiten und auch wenn es Tage gibt, wo ich denke, boah, ich mag keine Stomas mehr schneiden, ich kann blättern, alles. Und die Kunden, die rufen dir auch anrufen und sagen, hey, es geht mir so schlecht und sie brüllen auch am Telefon. Dann nimmt es dir schon viel Energie und es tut dir mega weh, aber du kannst nicht mehr machen, es einfach da sein für sie, ein offenes Ohr für sie haben und das Beste geben und ihnen gut zureden. Und so bin ich zu diesem Job gekommen. Okay, Ja. okay. Gibt es auch Momente, wo du dich nicht abgrenzen kannst? Ah ja. Schon, Ja, oder? ja. Also es ist ja, ich kenne es ja von der Pflege. Ich meine, du siehst Sachen, vor allem in der Palliativ habe ich viele Sachen gesehen. Ich habe mal eine Frau begleitet, die am Sterben war, die 2 junge Kinder hatte. Und ich meine, die Mutter liegt mit Krebs im Bett und du weißt, es kann jeden Tag der letzte sein. Und die Kinder checken es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und also ich bin jeden Tag dort raus mit, also ich glaube, ich bekomme mega schnell Hühnerhaut, wenn mich etwas so emotional mitnimmt. Und es ist, also du musst schon mega ein Chef drin sein, um dich abgrenzen und sagen, hey, ich bin für die Leute da, wenn es mich braucht. Aber wenn auch nicht, dann muss ich auch ein bisschen auf mich schauen, oder? Weil sonst gehst du kaputt, sonst gehst du voll kaputt. Absolut. Also es ist jetzt 2 Mal vorgekommen, wo ich wirklich tief einsteigen und denke, Jessie, es ist okay, es darf dich berühren, aber du bist jetzt und du darfst dich nicht kaputt machen lassen wegen anderen Menschen. Ja, ich bin mega mitfühlend, mega schlimm, zu empathisch. Und ich musste einfach lernen, einfach einen kalten Cut zu machen. Ja. Es tut mir leid, was die Menschen durchgehen müssen, mega sogar, ich wünsche das niemandem. Aber mein Teil ist einfach, dass ich ihnen I can serve them. Also ich kann nur meinen Dienst geben und mehr kann ich nicht machen. Alles andere steht halt in den Sternen. Und hoffentlich in den guten Ärzten, dass es eben wieder zurückverleiht werden kann und sie wieder normal aufs WC gehen können. Von dem her, ja, es berührt mich sehr oft, aber ich habe jetzt mit der Zeit trotzdem gelernt, da ist der Cut, am 5 Uhr am Out. Nächsten Tag geht es weiter. Und plus habe ich auch noch ein zweites Standbein, das mich halt auch mega ausgleichen tut. Also das ist eben da mit dem Sport. Da habe ich jetzt gerade fragen, wie holst du den Ausgleich? Also da bin ich auch bei dir, oder? Egal, ob du dir Gedanken machst oder blöd gesagt brüllst, wegen denen geht es den Leuten nicht besser. Nein. Also, wie du sagst, du kannst denen so gut zureden, du kannst für sie da sein, aber mehr kannst du gar nicht machen. Ich habe lange in der Psyche gearbeitet und ich habe immer so einen Leitsatz für mich gehabt. Es klingt ein bisschen egoistisch, aber wirklich zu mich abstellen, habe ich immer gesagt, schön habe ich die Probleme nicht. Und schön ist meine Psyche so stark, dass ich diesen Leuten helfen kann. Ja.
Also, und jetzt ist einfach fertig. Voll. Oder? So. Weil der Gedankenfluss, der geht so schnell tief runter und er hört nicht mehr auf. Deswegen, bevor das überhaupt anfängt zu rotieren und du dir x-tausend Impulse im Kopf hineinsetzen tust, stopp, da hört es auf, weiter geht's. Voll. Weil so springt es nicht. Nein, sonst versuchst du schlussendlich wegen deinem eigenen Kopf, weil er so viel denkt und die Spirale so tief runtergeht. Deswegen Cut und next day. Und du unterbrichst das mit Sport? Genau, wir können jetzt das wieder ansetzen von der Lehrzeit noch. Aha. Also, als ich jünger war, ich bin immer noch jung, aber Schön sagen, tschüssi. Ball flach halten. ja. Nein, ich weiss, du meinst. Also ich habe schon mit 7 eigentlich mit Sport angefangen, also schon ein bisschen früher mit Fußball, Hip-Hop und Judo. Und ich habe 7 Jahre Fußball gespielt. Okay. Beide Knie operiert. Oh. Und dann habe ich gewusst, okay, es geht nicht aufwärts, es bleibt einfach dort, wo es ist. Ich habe eben das KV gemacht, weil ich gewusst, okay, sportlich fehlt es natürlich. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber bei mir hat es gefehlt. Und dann habe ich aber gerade nach der Lehrzeit eigentlich mit der Weiterbildung angefangen als Personal Trainerin. Okay, was hast du denn gemacht? Genau. Dort war ich beim Gottlob. Ja. Und dort habe ich eben den Chris, den Krigi, kennengelernt. Ah, okay. Genau. Aber ihn habe ich schon gekannt, also vom Gesehen her kennt, vom David Gym noch, weil ich habe lang dort trainiert und er ja auch. Ah, ich auch. Was, ihr auch? Ich sage es dann auch, ja. Mit 15 habe ich eigentlich dort angefangen zu trainieren. Eben die ganze Lehrzeit begleitet und dann eben nach der Lehrzeit habe ich mich dann angefangen befassen mit der Ausbildung als Personal Trainerin. So ist das zustande gekommen. Das ist mein zweites Standbein. Ich habe mega Freude daran. Also, Man merkt es. Mega Freude. Also wenn man dir auf Insta folgt, ist es wirklich so, du lebst es richtig. Ja. Es ist so eine richtige Passion, die du hast können zu deinem Job machen. Voll. Und es ist etwas mega Schönes, finde ich. Also es ist das Super. Geilste, was man machen kann, wenn man sein Hobby so kann ausführen kann, dass du damit Geld verdienen kannst, oder? Mega. Ich mache es eben nicht 100%. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viel Prozent das ist, weil ich bin eigentlich am Morgen und am Abend am Trainings gehen und am Samstag. Es ist, also ich muss es gut organisieren. Ja, Organisationstalent ist gefragt. Genau, und das mache ich auch gerne, für das brenne ich. Schon? Ja, absolut. Ich finde, du kannst alles in den Tag hineinpacken, wenn du es richtig planst. Ja. Und wenn du es willst und wenn du dir aber auch wie so einen Forecast machst, okay, nächste Woche, wie sieht mein Ablauf aus, was ist fix, wo kann ich meine Kundinnen anschieben, wie viele Trainings will ich pro Tag geben. Und dann weisst du mit der Zeit, okay, das läuft, dann tue ich die positionieren, so viele Stunden mag ich arbeiten am Tag. Ich habe, sagen wir es so, viel blühtet, viel selber müssen leiden, damit ich herausfinde, wie viel mag ich ertragen. Das glaube ich, ja. Und dann mit der Zeit findest du so die Balance und eben, mich macht es mega glücklich. Also. Aber 100% könnte ich es jetzt auch nicht machen. Okay. Weil eben der Ausgleich würde dann fehlen. Ich brauche etwas Introvertiertes und etwas Extrovertiertes. Aber es ist schön, dass du das spürst und du sagst, hey, obwohl ich brenne für Trainings, nur das geht auch nicht und dann schneide ich die Stoma-Sachen und hilf Leuten, die bedürftig sind. Genau. Und wie du gesagt hast, du bist ja am Telefon, aber du bist ja auch dann auch für dich und kannst für dich arbeiten und so ein bisschen Tagträumen, was ja auch, finde ich, mega wichtig ist. Man muss am Tag ab und zu mal Tagträumen, man muss ab und zu mal Pflichten ablegen und einfach mal nichts machen. Also ich mache auch meinen Sport, ich mache auch Familie, Freunde, all das. Aber ich brauche auch voll Zeit für mich, weil wenn ich die nicht habe, ich merke so, 2-3 Tage checkst du es nicht und dann irgendwann kumuliert sich das alles und dann bist du mega gestresst. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist etwas, wo ich noch sehr am Lernen bin. So, ich bin gerne eigentlich allein, aber doch nicht allein und nicht zu lange allein. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich sage, nein, ich muss den ganzen Sonntag für mich sein, weil es einfach dann zu viel wird. Und das ist auch voll okay. Aber ich bin da auch noch ein bisschen am Lernen, wie das genau in den Alltag integriert werden kann. Ja, du musst es auch noch balancieren. Ja, genau, weil eben sonst gibst du ja immer. Dann kommst du aber heim, bist voll geschlaucht und weisst gar nicht, wo oben und unten ist. Und so weit will die eigentlich gar nicht gehen. Oder gar nicht kommen. Und deswegen bin ich dann auch so in den Rhythmus am Aufbauen und herausfinden halt. Ja, es ist ja auch gesund, sollte man ja. Ja, voll.
Hey, es kratzt mich unter den Fingernägeln. Deine Geschichte. Also eigentlich, genau, sind wir da angekommen wegen einem gewissen Thema. Genau. Möchtest du einfach mal Ich erzähle es einfach mal hineinschiessen? Ja, sicher. Ja, ich bin mega gespannt. Also, eben, es ist nicht einfach ohne Grund, dass ich Personal Trainerin auch noch geworden bin. Also ich war schon immer sportaffiniert, sehr eine zielstrebende, ambitionierte Frau. Jetzt kann ich Frau sagen. Früher noch Kids. Das Mädchen. Und das ist mir aber sehr, sehr lang zum Verhängnis geworden. Also so die Ambition, so das Zielstrebung immer mehr und nichts ist genug gut und streng. Ich habe in meiner Jugend, so jetzt sag mal 15, plus minus 15, sehr lange an Essstörungen gelitten. Also, Okay. ich hatte zuerst Anorexie, das ist eben, man isst einfach nicht oder man isst das Minimum vom Minimum. Und dann hat mich dann irgendwann mal Bulimie geholt. Ui. Weil du kannst den Drang also ich konnte den Drang nicht zurechthalten und habe dann angefangen bingen und kotzen. Okay. Und ich habe dann mit der Therapie eigentlich erst vor 2 Jahren angefangen, weil ich immer selber gesagt habe, ja, ich schaffe das. Also weißt, auch gedanklich. Also, das Machen selber ist gut, das ist nicht mehr der Fall, aber so gedanklich braucht es trotzdem eine außenstehende Person, Voll. die dich supporten kann, weil sie ist einfach neutral. Und sie sagt dir, wie es ist. Und nicht das, was dein Kopf dir sagt. Das ist ja auch das, weißt, dass Leute sagen, ich kann mit meiner Mami reden, ich kann mit meinem Kollegen reden, das geht wie gar nicht, weil die Kollegen und deine Liebsten, wenn dir das dir gut geht, dann sagen sie, hör doch, das ist wie mit Drogen, weißt. Ja. Ich habe ja lange auf der Drogenabteilung gearbeitet. Ja, hör doch einfach auf und so. Die Leute machen das dann aus einer Motivation, damit die Mitmenschen wie zufrieden sind. Aber wenn jemand neutral dort ist und fachlich auch daraus kommt, Ja. kann die Person dir viel besser helfen. Leute denken immer, es ist in unserer Gesellschaft, zum Psychiater gehen, ist etwas Negatives, ist etwas Schambehaftetes. Alter, du kannst deinen Arm brechen und jeder erzählt, ich bin im Spital, ich habe meinen Arm gebrochen. Aber keiner sagt, ich bin in der Psychiatrie, ich habe gerade Depressionen. Was ja auch voll menschlich ist. Absolut. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und eine Depression, ich meine, so viele Leute leiden daran, gehen aber nicht zum Psychiater und verrecken schier die Und im schlimmsten Fall, ja, suizidieren sie sich. Weißt, Ja. habe ich auch gesehen. Also ich habe auch mehrere Suizide gesehen. Es ist nichts Schönes. Nein, Es ist nichts Schönes. Das ist eigentlich mega schade, weil eben, es gibt nichts Schöneres als lebendig zu sein, sich zu spüren können, Ja, mega. leben zu dürfen, Sachen leben zu können. Aber manchmal bist du so in deinem eigenen Kopf drin, dass du gar nicht mal einen Meter vor dir warst. Voll. Und ich bin dankbar, dass ich zu einer Psychologin gegangen bin. Also ich habe jetzt noch Kontakt und wenn ich das Bedürfnis habe, gehe ich mal. Wenn ich ein Problem habe, das ich nicht selber irgendwie mit mir vereinbaren kann, dann gehe ich einfach, weil ich will eine neutrale, ehrliche Meinung haben. Voll. Und nicht irgendwie eben, ja, es kommt schon gut, Ja, genau. du darfst nicht so streng sein zu dir. Ja, Genau. ich weiss, aber von irgendwo kommt der Drang, die Strenge. Hey, du bist doch dünn. So, Ja, weißt, genau, so, du darfst ja nicht du hast ja gar nicht zu viel. Schau Genau. mal mich an. Das sind so Denk Leute, die nach mal. einem Beispiel von ihrem Leben Genau. kommen. Du denkst, Alter, hab die Schnur einfach. Genau. Ja, wirklich. Genau, also, bist du ruhig. Aber ja, danke, dass du mir gibst, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Voll, ist herzig. Die Intention dahinter ist herzig, aber es nützt wirklich nicht viel. Oder? Absolut. Einfach schon die Begrifflichkeit erklären. Anorexie ist Dass man eigentlich nichts isst. genau, also Das Minimum. Magersucht, wenn so kann man sagen. Bulimie ist dann wirklich das Essen und das Erbrechen. aktive Erbrechen, Ja. oder? Damit du die Kalorien nicht zunimmst, die du gegessen hast. Genau. Und Binge-Eating ist einfach, du isst, wenn, dann 10'000 Kalorien aufs Mal. Und dann kotzt du das natürlich dann wieder raus, damit du... Es ist aber nicht das... wie kann man es erklären? Also das Bingen bleibt dann drin. Nur Binge-Eating. Binging and Purging, das ist mit Erbrechen. Okay, also nur Binge-Eating heisst... Du isst und du hörst nicht auf, bis du fast im Koma bist. Das ist auch eine Krankheit, dass du einfach dann keine Kontrolle mehr hast über das Essen und du lässt es aber drin. Okay, aber die Leute sind dann nicht per se so, oder? Nein, die sind dann eher korpulent. Oder? Okay, und in das bist du dann... Also ich bin ins Binging und Purging hinein, also okay. gegessen und erbrochen. Und erbrochen, Ja. okay. Und noch das Gefühl, ich kann Krafttraining machen. Super
voraus. Ich schaffe das. Und noch Personal Trainings. Dort noch nicht. Dort noch Dort noch gar nicht. Nein, aber das ist, sagen wir, es war eine mega dunkle Phase und Zeit gewesen. Ich habe mich selber nicht verstanden. Ich habe gewusst, also meine Mami hat mich von Ernährungsberaterin geschickt, weil sie selber nicht gewusst hat, was läuft mit meiner Tochter. Ja, Was ist nicht gut. Und ich so, ich bin nicht krank. Ich weiss auch nicht, was mit mir los ist. Ich bin nicht krank. Ich muss das herausfinden. Und mit der Zeit, also auch dank der Psychologin, haben wir herausgefunden, dass ich halt wie als Kind nie gewusst habe, wie ich meine Emotionen artikulieren kann. Okay. Sprich, ich habe mich so gefühlt, Jessie, du musst weitermachen. Ja. Jessie, du musst, keine Zeit, weiter geht's. Der drückt dort, der drückt dort. Meine Eltern sind beide selbstständig. Und sie sind auch richtig zackig. Meine Mami hat das Herz aus Gold, mein Papa ist auch sehr netter. Er ist einfach der, der früher sehr viel Stumm hatte. Und meine Mama war die, die ruhig war. Und ich glaube, so ein Bild hat mich halt auch recht begleitet. Ich habe nichts zu sagen und immer ja, being the nice girl und eben halt Emotionen stumm schalten. Aber irgendwann kommen die Emotionen, die kochen und du weißt dann nicht, wie damit umgehen. Und ich glaube, das ist wie meine Art, um die loszulassen. Aber im Stillen, halt nicht gegen raus, sondern im Stillen, weil ich habe nicht gerne meine Sachen gezeigt, wie ich mich wirklich innerlich fühle oder wenn ich eben hilflos war, ich bin nicht gerne um Hilfe gefragt. Okay. So hilf mir in dieser Situation, ich komme nicht schlagen. Nein, selber machen. Ja, weil man es kennt vom Elternhaus, oder? Es sind Leute, die machen, Tag. Und ja, es ist ja auch, ein Kind ist ja eigentlich ein Gefäß, ein leeres, also wie so eine Tasse, jetzt vielleicht nicht gerade die, aber mit dem, was es fühlst, das wird es dann plus minus. Oder? Und das heisst nicht, dass wenn man so etwas erlebt, dass man schlechte Eltern hat oder ein schlechtes Umfeld hat. Gar nicht. Wie gesagt, eben, an einer Depression kann jeder erkranken, an so etwas kann jeder erkranken. Es ist so menschlich. Und unsere Gefühle ausdrücken, das ist ja auch das, was uns als Mensch ausmacht. Und wenn wir das dann nicht machen, dann schleichen sich so Sachen rein, oder? Und 9 Jahre hast du das allein eigentlich versucht zu bewerkstelligen. So. Absolut. Also ich habe immer wieder probiert, das Zeug selber. Also, bis vor 2 Jahren war ich noch nicht bei der Psychologin. Jetzt sind es 2,5 Jahre. Und ich habe das selber probiert zu werden, viel mit der Mami reden, mein Umfeld. Also ich habe mein Umfeld sicher auch wahnsinnig gemacht. Und ich fühle mich heutzutage auch so, I'm so sorry, es tut mir wirklich leid, dass ich euch den Kopf zerbrochen habe mit meinen Sachen, wo für sie eigentlich wie keine Last sind, die sie gesagt haben, aber für mich ist das eine mega Last, die ich ihnen auch übergeben habe. Ich meine, die vielen Gespräche mit Kolleginnen oder Mami oder sonst Personen, denke ich jetzt auch, wenn ich reflektiere, so ein bisschen, Scheiße, tut mir schon leid, aber schlussendlich it is what it is. Ich bin auch die schlussendlich immer da ist, um zu unterstützen. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen der Pain, den ich habe wegen meinem Umfeld, was mit mir mitgemacht hat, obwohl es ist einfach, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und ist das, also ich frage es ein bisschen provokativ, ist das nicht die junge Jessie, die dort wieder vorkommt und sagt, so, du darfst deine Gefühle nicht mit anderen teilen, damit du sie nicht belastest? Ja, oder? ja, genau. Das ist ja so ein Prozess. Oder? Du kannst so vieles erreicht haben und gleich muss man sich eingestehen, es ist immer noch ein Prozess. Und nur weil etwas nicht klappt, heisst es nicht, ich muss jetzt irgendwie den Battle anrühren und sagen, ich habe es nicht geschafft. Es ist ein fucking Prozess. Absolut. Und jeden Tag aufs Neue. Also, voll. Egal, ob du aus dem bist, es ist jeden Tag von wieder bei Null an. Und es gibt bei mir auch Tage, wenn ich nicht gut schlafe, wenn ich am Abend nicht richtig gegessen habe oder mich etwas irgendwie bedrückt, den nächsten Tag stehe ich schon mit einem Gefühl von so, es wird ein härterer Tag, aber ich weiss ganz genau, Jessie, du musst richtig essen. Jessie, mach etwas, was dir gut tut. Du dich vielleicht mit etwas challengen, das unangenehm ist. Und dann tust du das wieder wie soll ich sagen, nichtig machen, die Gedanken. Die Gedanken sind immer also ich sage, wenn man mal ein Problem hat mit dem Essen allgemein, was es auch immer ist, die Stimme in dir ist immer vorhanden, aber du bestimmst, wie leise sie wird. Und du übernimmst dann auch die Überhand.
Ja. Schlussendlich. Und du musst wie mit dem auch Frieden schliessen, weil es ist ein Teil von dir. Du kannst dich nicht distanzieren von dir selber. Das wäre gar nicht gut. Und Akzeptanz. Also, egal was man in der Vergangenheit gemacht hat oder gehabt hat, oder, ja, man muss Akzeptanz gegenüber sich selber haben. Weil man hat es damals nicht besser gewusst. Gewisse Mechanismen hat man eben auf dem Weg mitbekommen. Und zum Gewohnten wieder können umschreiben, umprogrammieren, es braucht Jahre, es braucht Zeit. Und man darf einfach nie das Positive verlieren. Also sprich, man darf das Ziel am Ende des Tunnels nicht aus den Augen lassen, weil sonst geht man schnell mal wieder rein. Und auch wirklich, was wichtig ist, ich bin so dankbar für mein Umfeld. Also hätte ich mein Umfeld nicht und mich auch ständig wieder daran erinnern tut, wer ich bin, wieso ich da bin, was ich mache, dass es gut. Ich hätte wahrscheinlich schon eher Mühe, zum ständiges Lichtlein zu sehen. Das glaube ich. Obwohl eben alle sagen, ja, du bist ein Sonnenschein. Ja, das bin ich, aber nicht wegen mir selber, sondern wegen meinem ganzen Umfeld. Und das tust du auch so ein bisschen appreciate. Das ist auch so etwas, wo du sagst, hey, am Ende des Tages, wenn es mir schlecht geht, wenn alle Stricke reissen, ich habe immer noch mein Umfeld, das mich auffangen kann. Und es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Oder? Das ist, ja, also ich bin auch ein mega soziales Tier. Ich habe einen riesigen Kollegenkreis. Und kennst mich auch jetzt ein bisschen. An meinem Geburtstag bist du auch gewesen, ja. Genau, da hast du viel kennengelernt. Und also ich könnte auch nicht, ohne meine Kollegen, ohne meine Familie, alle Skills, die ich mir bis heute angeeignet habe, ja, ohne meine Freunde. Es ist also, wir sind soziale Tiere und egal wie gerne man allein ist, man muss ein bisschen socialisen. Der Kollege hat letztes Jahr gesagt, auch schon nur 5 Minuten mit dem Kassierer reden und weißt, die Interaktion muss einfach passieren. Es geht dir unterbewusst viel besser. Das ist wirklich so. Weil ich glaube, wenn du dich ständig mit dich selber musst unterhalten, auch im Kopf oder mit dich selber musst beschäftigen, irgendwann drehst du einfach durch. Ich sage nicht, dass es gewisse Leute tut es wahrscheinlich gut, wenn sie einfach mal wirklich allein sind, mit sich anhocken und sich Gedanken machen über das Leben, wo sie dann vielleicht ein bisschen wachrütteln tut. Aber sonst, du brauchst das im Alltag. Und ich muss nochmal zurück auf den Joe Rogan. Ja. Er hat gesagt, der ganze Success und der ganze Erfolg ist einfach nichts wert, eben das ganze Geld, was auch immer, ist nichts wert, wenn du es am Abend nicht mit den Liebsten kannst teilen. Hey. Es ist einfach so. Es ist ja so. Ich kann auch mal, ich tue ab und zu so philosophische Sachen auf Insta posten, wenn es mich gerade packt. Und nach meinem Geburtstag war es auch so. Also wir sind 70, 80 Leute gewesen, wir hatten eine riesige Party, es war super, dann bin ich heimgekommen, ein bisschen noch drauf. Und dann ist mir auch das bewusst geworden, am Ende des Tages, wenn du es nicht hast können teilen, hast du eigentlich nichts. Also mit nichts kommst du eigentlich und mit nichts gehst du. Und es geht eigentlich nur darum, die Zeit, die du auf dem Planeten hast, ein bisschen Glücksgefühl in deinem Kopf zu generieren. Und das passiert ein Teil, wie du sagst, mit Selbstreflexion, mit ich muss auch ein bisschen auf mich hören, wer bin ich, aber ein Teil auch mit ein bisschen, wie banal es tönt, ein bisschen Herdenwärmung spüren, Gleichgesinnte finden, lachen, machen, tun, kennen. Es gibt dir ja mega Glücksgefühl, oder? Sehr. Leute, die sagen, wieso soll ich rausgehen, Bro? Blöd gesagt jetzt, ich habe ein Problem. Wenn ich jetzt mit meinen Kollegen rede, ist das Problem ja nicht weg. Ja, nein, es ist nicht weg, das bin ich mir schon bewusst. Aber vielleicht hast du dann anstatt nur das Negative, wenn du dich isolierst daheim, hast du vielleicht ein bisschen positive Gefühle, die das dann wieder ausbalancieren, ja. oder? Oder auch, wenn du daheim hockst, irgendwie etwas, das dich nagen innerlich oder triggern, einfach nur rausgehen, andere Menschen anschauen. Tut schon nur gut. Voll. Und ja, viel zu wenig machen. Also ich glaube aber auch, es ist auch ein bisschen die Schweiz. Also die Schweiz ist voll die Leistungsgesellschaft. Mega, ja. Also voll, kannst du auch Studien anschauen, so Suizidrate und so. Crazy. Ist heavy. Und eben auch nicht so familienfreundlich, wohin, da wissen wir ja fängt. Aber auch, sprich, wenn du in der Ferien bist in Italien und dich ein Mensch anspricht, du nimmst das lockerer, als wenn dich da jemand anspricht. Was will der mit mir reden? Ja. Was willst du von mir? Voll, deine Attitude ist gerade so... what? Voll. Und zwischen dem, wo ich komme, im Aargau, dort sagst du dir noch Grüezi auf der Straße. Ob die Person kennst oder nicht, du sagst Grüezi hier in Zürich.
du, kenne ich dich? Was willst du von mir? Also ich weiss noch, das erste Mal, als ich nach Zürich gekommen bin und ich einfach die Menschenmenge gesehen habe, dann vorbei einfach so, oh, was ist das? Cold as Ice. Ja, Jeder schaut für seinen Scheiß. Wo bin ich da? Ja. Weißt du, also Dunen, ich sage jetzt mal Dunen, so Italien, Türkei, der Balkan. Ich kann von dem reden, weil, so ein bisschen, weil ich die Kultur ein bisschen kenne. Dort bist du mit deinem Nachbar, mit deiner Nachbarin, die im gleichen Haus wohnen, bist du wie eine fucking Familie. Ja, schon. Wenn du mal am Kochen bist und dir fehlt Salz, dann klopfst du, hey, hast du mir Salz? Ja, voll, komm doch gerade Kaffee trinken. Ja. Komm, kochen wir doch zusammen gerade. Genau. Da. Ja, nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es vorher gesagt, als wir runtergelaufen sind, ich liebe meine Nachbarn. Also ich wohne da und so die 2 neben mir und die 3 unter mir, es ist Blessing, wirklich. Ich fühle mich so wohl da und das ist auch der Grund, wieso ich niemals von da ausziehen würde. Weil es einfach mega Verständnis hat. Oder ich bin dann da oben, dann sind sie am Grillieren, sagen sie, hey Hakan, willst du auch runterkommen? Rühr doch dein Fleisch auch drauf, weißt, grillieren wir zusammen, trinken wir ein Bier. Und das ist etwas mega Schönes, wenn du heimkommst und auch wenn ich allein wohne, weiss ich habe so ein bisschen, übertrieben gesagt, ein bisschen eine Family da, Ja. so, weißt. Ich kann auf den Balkon gehen, dann kann ich ein bisschen mit den Leuten ein bisschen socialisen. Und ja, Zürich ist jetzt nicht gerade Aushängeschild für ja, Nachbarsliebe und connecten wir alle. Und was also eine schöne Seite hat, finde ich, da wirst du ein bisschen in Ruhe gelassen. Ich finde zum Beispiel Dunen ist schon ein bisschen übertrieben. Ja. Die kommen einfach rein, dann sind sie wie daheim und du denkst dir, Alter, ich brauche vielleicht mal auch ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was wir vorher besprochen haben. Die Gesellschaft, weil es so eine Leistungsgesellschaft ist, bei den Kleinigkeiten merkst du es dann auch, dass die Leute eher für sich sind, Ja. weil jeder muss arbeiten, jeder muss sein Geld reinholen. Genau. Über Probleme redest du nicht. Genau, bist ein bisschen eher kälter. Aber ich finde es krass, dass Aargau und Zürich einen Unterschied merkst. Mega Unterschied. Ah. Also weißt, im Aargau ist so, ja, jeder kennt jeden. Dann bin ich nach Zürich gekommen. Also mit Wann Lehre denn? an Zürich. Im 2013 habe Okay. ich die Lehre hier gemacht. Und ich so zuerst, wow, Zürich ist so gross, wie New York. Ich bin noch nie in New York, aber ich so, shit. Okay. So muss es sein. So muss es sein, ja. Riesig für mich, oder? Und dann mit der Zeit merkst du, nein, jeder kennt jeden und eben so ein bisschen, ich war halt wieder Bünzli gsi. So eben, hoi, mega freundlich. So, Die Schnur. ich will gar nicht helfen, wenn ich dir so, ja, das machst du doch so. Weißt du, fast zu anständig. Aha. Aber wie ich es auch so gelernt habe, ja, eigentlich machen sie es schon gut, die Zürcher. Sie grenzen ab und weiter geht's. Weil du musst ja nicht mit allen connecten wollen. Habe ich auch nicht wollen, aber ja, so ein bisschen die Basis an Freundlichkeit wäre schon ein bisschen nice. Aber Ey, mich triggert es, wenn ich rauslaufe und ich sage jemandem Grüezi und sagen mir eine Grüezi Ja, zurück. das ist- Ich werde so in kurzen Moment mega hässig. Es klingt dann recht schnell ab, aber also man kann sich ein Grüezi sagen. ja, Dann denkt man aber auch wiederum, wer weiß, was die Person gerade für Struggles hat. Es kann gerade sein, keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht, seine Mami ist gestorben, das Kind ist krank daheim, ich weiß doch auch nicht, es kommt einer und sagt Grüezi und er denkt sich nur, die Schnur und dann läuft einfach weiter. ja. Ist ja auch ein bisschen berechtigt, aber ja, es gibt auch Tage, wo ich rauslaufe und vielleicht Leute mir Grüezi sagen und ich bin so in meinem Chaos, in meinem Kopf drin, dass ich das gar nicht höre und die denken sicher auch, was für ein Hurensohn. Weißt du? Ja. Kann es ja geben. Gibt es in mir mittlerweile auch. Gibt's auch, gell? Ja, Absolut. ab und zu ist der Kopf einfach so laut. Ja, und dann Du hörst nichts anderes. Ist ja okay, finde ich. Ist ja Voll. okay. Voll. Ist okay. Und eben, schlussendlich sind ja dann fremde Leute und die wissen ja dann nicht, wer du bist, wo du wohnst und von dem her voll easy. Also, ja. Aber der Unterschied eben vom Aargau zu Zürich merken wir ein Okay. bisschen. Könntest du wieder weg von Zürich? Nein. Aber ich bin immer wieder gerne bei meinen Eltern. Okay. Also meine Mama ist Stiefvater, sie wohnen in Zürich, also nicht so weit entfernt. Und ich liebe halt das Ländliche. Hier in Zürich fühlst du dich wie so gestresst, wie, du könntest das noch machen und das. Ich bin zwar nicht jemand, der viel rausgeht, gar nicht. Also ich habe meinen Rhythmus, schon wieder. Ich habe meinen Rhythmus und wenn ich mal rausgehe, ist es bewusst, aber da hat es einfach so viele Optionen in Zürich. Sprich, wenn dir etwas nicht passt und du irgendwie einen anderen Weg einleiten willst, du hast die Möglichkeit dazu. Voll. Im Aargau ist es wie so,
weniger Möglichkeiten, auch sportlich. Die Leute sind so ein bisschen eben mehr privat, sie schämen sich vor dem Neuen oder sind recht vorsichtig, weniger neugierig und da kannst du wirklich Multikulti und alles sehen, was du möchtest und das ist mega wichtig. Wie New York so. Ja, Genau gleich. kleine New York. Little New York, voll. Oh Gott. Hey, zum Thema von vorher wann hast du das erste Mal gemerkt, du bekommst langsam in den Griff? Also ist es vielleicht ein Gespräch gewesen, ist es vielleicht eine Ability gewesen, die du jetzt erlangt hast, eine Fähigkeit, die du nicht hast können, oder weißt du, wie ich meine? Also der erste Schritt, wo du gemerkt hast, okay, langsam bin ich wieder Herr über meine Gefühle. Ja, also im 2017 bin ich zu einem Holistiker gegangen, den ich von früher erkannt habe. Also, Holistiker. Holistiker? Holistiker. Holistiker? Holistiker. Holistiker sind solche, die naturbelassene Sachen machen, also mit Kräutern arbeiten und auch Pläne. Naturheilpraktiker, so ein bisschen. Ja, aber eben spezialisiert mehr auf Wellness allgemein. Also Okay. Sie sagen dir, was Fluorid drin hat und was du ihnen brauchen solltest, zum Entgiften, zum da machen. Also sie helfen dir von innen nach außen dich zu heilen, nicht von außen nach innen. Man muss ja von innen nach außen sich heilen können. Bin ich zu ihm gegangen. Ich habe gewusst, ich muss etwas ändern. Also ich bin jetzt schon auf einem guten Weg gewesen, wegen meinem Willen, aber im Kopf noch nicht. Okay. Also der Kopf ist dann einfach das Schwierigste schlussendlich. Extrem. Weil eben Durchhaltevermögen und sagen, nein, ich mache es nicht mehr. Nein, ich schaffe das. Ich esse jetzt 3 Mal am Tag. Ich tue meinen Rhythmus behalten. Das ist Disziplin. Mega. Aber dass da oben Klick macht, das braucht auch ein bisschen. Ja, und da bin ich auch voll bei dir, dass Sachen umlernen 1000-mal schwieriger sind, als Sachen neu zu lernen. Ja, weißt? absolut. Weil das System läuft ja schon so. Also dieses System läuft ja schon seit 20 Jahren so und jetzt kommst du und sagst, ich muss es ändern. Voll. Ja, bonne Chance. Voll. Ja, das ist, mein Gott, richtig. Man muss es auch wählen, schlussendlich. Voll. Sonst bringt alles nichts. Nein. Und zu ihm bin ich wirklich mega lang gegangen. Er hat mir schlussendlich einen Giftungsplan gemacht. Er hat mir gezeigt, er hat mir das Vertrauen zurückgeschenkt zum Essen. Okay. Also ich habe dann auch zuerst voll Basis gegessen. Basis ist wirklich so ein bisschen, es gibt so grüne Listen, rote Listen und so orangige Listen. Und dann sieht man, was man essen kann. Einfach damit man sich entgiften tut. So ein bisschen von innen gegen aussen reinigen. Und ich habe dort einfach wieder das Vertrauen kennengelernt zum Essen. Alles zuerst. Dann bin ich aber in eine Schiene gefallen, wo der Veganismus hineingeht und ich habe mich voll leiten von dem und ich wollte es nicht schlecht reden, gar nicht, weil ich habe so geile Rezepte können lernen und ich sehe es immer noch. kreativ brutal können sein. Einfach richtig kreativ können sein. Ich habe den Lifestyle einfach geliebt, weil ich so, wow, nur positiv sind wir innen über. So ein bisschen vom einen Extrem ins andere Extrem. Mit der Zeit, wir müssen eingestehen, es beißt sich mit meinem Lifestyle, mit meinem Training. Ich hätte viel mehr müssen essen als da, wo ich gegessen habe. Ich wollte bläht sein und bababa. Zum Beispiel, mir darf man niemand sagen, du musst so und so viel essen. Das ist bei mir gerade, was wolltest du mir sagen? Ja, voll. Hab die Schnur wirklich gerade eiskalt. Geht gar nicht. Obwohl, für eine Person wie mich, braucht es halt am Anfang so jemanden, der sagt, du musst das und das und das essen, weil sonst kommst du in den Tag nicht über, was auch immer. Und dann eben nach meiner langen Sturheit und alles, habe ich dann wieder vom Veganismus zu allem gewechselt. Also ich esse wieder alles. Wie lange bist du vegan? Knapp 3,5, 4 Jahre. Aber Gelato ist immer normal Gelato. Da kommt die Italienerin raus. Nein, das ist einfach dem, es ist wie, ja, du möchtest gerne Veganerin, aber nein, Klasse war mit Milch gewesen. Okay. Flexitarian. Was auch immer. Ja. Also ich war einfach mega verbissen wegen dem Lifestyle, aber ich habe gleich noch meine Ticks gehabt wie Klasse und wo ich mir gegönnt habe. Das habe ich aber auch immer gesagt. Das ist ja voll okay. Also, ja. Voll. Das ist das, dann denken die Leute, ich bin wie nicht mehr weg. Das ist auch das so Platte, die wir im Kopf haben in der Menschheit. Was denken die anderen? Eigentlich müsste man sagen, fick doch auf die Meinung der anderen. Ja. Als würden sie daheim sitzen und sagen, sich Pläne machen, oh, Jessie hat jetzt Glas gegessen und oh mein Gott, ist nicht da. Die denken 2 Minuten dran, gehen heim und haben ihre eigenen Probleme. Das ist ihnen doch scheißegal. Voll.
Und das ist mir aber auch erst vor ein paar Jahren bewusst worden, gell? Ja. Weil ich auch Trainings gebe und ich habe meiner Kunden immer offen und ehrlich geredet, hey, schau, das ist meine Story. Ich habe Anorexie, ich habe Bulimie, ich bin ins Veganismus hineingefallen, ich habe das Essen nochmal neu kennenlernen, vertrauen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Mhm. Seid geduldig, redet über eure Probleme. Ich begleite euch, dass ihr eben diese Fehler nicht machen könnt und ich kann euch nicht offener und ehrlicher sagen, was in mir vorgegangen ist. Ich nehme euch in die Hand, aber bitte, wirklich bitte, gebt euch die Zeit und die Akzeptanz, dass vielleicht ein Weg als Ziel länger dauert als das, was ihr wollt. Und dass Essen so essentiell ist und eben Freude, Balance, nicht das verstieft. Weil eben das verstieft oder die Disziplin oder die Ambition, das wird dann irgendwann voll krank. Und du willst in jedem Kriterium in deinem Leben einbauen. Kontrolle. Die Emotionen kannst du nicht gross kontrollieren. Einmal. Deswegen willst du deinen Körper kontrollieren, dein Essen kontrollieren, deinen Tagesablauf kontrollieren. Keine Spontanität. Grosser Punkt. Dann glaube ich das sofort. Das sind eben alles so Punkte, die ich weitergeben darf. Und ich fühle mich so geehrt und dankbar, dass ich das machen darf. Und sie auch gar kein Vorurteil haben. Sie sagen, wow, Jessie, danke, dass du mir das so sagst und dass du dich öffnen tust. Weil viele reden gar nicht darüber. Ich habe auch lange nicht darüber reden, was ich gemacht habe mit mir selber. Weil es ist schon ein Schampunkt. Hey, wirklich, du hast mir gesagt, das ist das Thema. So Ja. ein bisschen. Und ich bin erst so gewesen, wow, darf ich das wirklich veröffentlichen? Ja. So. Also, ein Thema, das vielleicht voll besprochen werden muss. Aber wie du sagst, es ist trotzdem so ein Schampunkt, oder wo man sagt, so möchte ich das, aber ich meine, das ist ja so, wie du deine Profession auslebst, oder? Das ist ja auch so ein bisschen dein USP. Du sagst, ey, ich bin dort durch, ich mache das Voll. und wenn ich euch unterstützen kann, dass ihr nicht dort reinfallt, weil ihr meine Geschichte kennt, dann so what? Genau. Also, Genau. es ist ja auch mega eine Selbstsicherheit, Ja. die du haben musst, dass du sagen kannst, ey komm, wir reden darüber, Drops im Internet und wenn ein Mädchen oder ein Bub Voll. davon profitieren kann, habe ich gewonnen. Also für was für mich behalten. Absolut, absolut. Und das Ding ist auch, es passiert mir wie nichts, wenn ich meine Story erzähle. Eben. Ich muss ja nicht detailliert sagen, wie ein Ablauf war. Das muss man nicht und will man auch nicht. Nein, Schlussendlich. muss man gar nicht. Aber ich finde, ich kann nichts verlieren, wenn ich das jetzt öffentlich sage, wie es war. Aber die es wissen müssen, die wissen es. Und sie können die Verbindung so ein bisschen auch eins und eins zusammenzählen. Und ich finde einfach so, vor allem in der heutigen Zeit, die heutigen Mädchen, die älter aussehen als ich, obwohl sie erst 13 sind und voll in dem Social Media Drang sind, ich kann nicht mehr als reden. Damit eben sie vielleicht auch ein früheres Erwachen haben als ich. Weil eben, ich bin mit 15 nicht so stabil gewesen, dass ich kann sagen, fuck them, scheißegal was sie mir sagen, ich bin confident, ich kann mich auch leiten lassen, schlussendlich. Also von dem Social Media Zeugs auch. Also, ja, also früher 90, 60, 90, heutzutage ja nicht mehr 90, 60, 150. Aber auch das Bild, das generiert wird, Frauen sind so hübsch und toll und makellos und dann bekommst du auch die Liebe und Follower und all das, also was ja auch so ein bisschen Zuneigung ausdrückt, die Follower und gefällt mir Anzahl, was ja mega toxisch ist eigentlich für Leute, die die Self-Confidence nicht haben oder einfach Leute, die noch nicht erwachsen sind. Genau. Oder die einfach nicht wissen, hey, um was geht es überhaupt. Voll. Also eben viele bleiben mega lange in dem stecken und viele finden den Rang auch schnell und sagen, das ist nicht real, was da ist. Soll kommen, was will, mir geht es gleich am Abend gut. Ja. Und ich habe auch mega lange nichts gepostet. Also auch heutzutage poste ich einfach meine Kunden, wenn sie wollen natürlich, oder das Essen mal. Aber von mir eher seltener. Weil eben, ich probiere mich ein bisschen distanzieren von dem. Wenn ich mal Bock habe, dann mache ich, poste ich etwas. Aber es ist wie so, damals, wo eben das Instagram mal gekommen ist, boah, was ist das, schau mal die an, und die sieht so gut aus und du siehst so aus, und eben Fußball noch, fett Arsch, fette Beine, damals, was auch. Dann fühlst du dich einfach so, shit, alle sind so und du bist eher natürlich. Und wenn du nicht ein gutes Selbstwertgefühl hast oder das mit dir mitgegeben worden ist auf dem Weg, oder du ein Vorbild gehabt hast, wo das hat, so die Confidence, die Stärke, körperliche Stärke,
dann ist das so. Du gehst schon wie ein Kakerlaken zunichte. Ja, Also, voll. Und das ist schon... Ich glaube, es gibt viele Frauen, die halt in dem stecken. Ich glaube auch, ja. Also ich habe es auch ein bisschen in der Psyche gesehen. Oder? In der Psychiatrie sind auch junge Mädchen gekommen, die auch Essstörungen hatten, die sogar noch weiter, die suizidal waren, weil sie gesagt haben, ey, ich trainiere, ich mache, oder Sachen, die ich halt nicht trainieren kann oder auch nicht operieren kann. Ich bin wie nichts wert. Also es ist schon so weit gegangen und du denkst dir, wow. Also erstens mal weiss ich nicht, ob die Bilder echt sind. Also ich kann ja Photoshop bis am Bach runter sein. Und auch wenn nicht, du bist doch kein guter Mensch oder du bist doch nicht irgendwie wert zum Leben, wenn du gut aussiehst oder wenn du... Klar, ich finde, ein gewisses Maß finde ich ja auch schön und gut, wenn du in den Spiegel schaust und du zufrieden bist. Ja. Also, weißt. Aber die Zufriedenheit, wie du auch sagst, kommt ja auch von innen. Also es ist ja von innen gegen außen. Alles ist von innen gegen außen. Ja. Es gibt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, 150 Kilo sind, die null Fucks über das geben und sie sind confident as fuck. Und sie sagen, hey, für mich passt das so. Absolut. Und ich darf so sein und wieso nicht. Und wie gesagt, keiner macht sich dann Gedanken daheim und denkt sich, oh mein Gott, der Fette dort. Ja. Jeder hat sein eigenes Shit, Voll. das er tragen muss. Absolut, eben, ob es dann gesund ist oder nicht. Sei dahingestellt. Das ist etwas anderes, Wenn du selber wissen, auch Leute, die viel zu schmal sind, ob es gesund ist oder nicht. Jeder muss selber wissen. Und was ich eben auch mit der Zeit voll gemerkt habe, hey, du nie einen Menschen über das Äußere beurteilen. Oder auch, hey, hast du abgenommen? Macht das wirklich nicht. Okay. Auch wenn es positiv ist, wie du willst schon sagen, wow, ich bin stolz auf dich. Aber manchmal weiss man gar nicht, was in dem vorgeht. Ja, oder? du kennst Background-Story kennst du nicht, oder? Genau, und vielleicht weisst du nicht, ob er heute gerade oder sie einen schlechten Tag hat und das gar nicht hören will. Ich sage jetzt einmal, das ist von meiner Kundin, die ein bisschen molliger ist. Wenn sie abgenommen hat, sage ich ihr nie, boah, geil. Sage ihr, hey, du hast super Leistung gebracht. Machen wir weiter so. Nächsten Monat nochmal Vollgas geben. Ich tue sie nie aufs Äußere beurteilen. Okay. Das ist mega stark. Aber ich glaube, das ist auch, du gibst ihr ein gleiches Kompliment. Du bist ja also, wenn Personen abnehmen, ich kann es dir von mir sagen, ich weiss nicht, hast du mich mal gesehen, wie ich früher ausgesehen habe? Nein. Oh Gott, ekelhaft. Ich war 97 Kilo. Okay. Genau gleich groß. Wirklich recht fett. Und dann habe ich in 8 Wochen 18 Kilo abgenommen. Ja. Frag nicht wie. Also mein kleiner Bruder ist auch so voll der Person, ich kann ihm mal das nachher zeigen. Weil Der war schon am Geburtstag. ja genau, Ja, das ist wirklich Adonis, also ein riesen Körper. Und die wollen, ich kann das ja auch hören, wenn ich rausgehe und dass die Leute sagen, ey, du hast abgenommen. So. Aber bei mir ist ja meine Story wie anders. Aber wenn du jetzt sagst, ey, krasse Leistung hast du gebracht, wir machen weiter, dann tust du das ja auch appreciate, dann tust du das ja auch sehen, verpackst es einfach anders. Genau. In Watte sozusagen, weil du nicht weißt, was die Person wie hat. Und du kennst es ja, also ein gebranntes Kind schaut dir das Feuer. Du möchtest ja nicht anderen das Gefühl geben, was vielleicht Leute bei dir ausgelöst haben. So, oder? Weil zum Beispiel mich hat das damals hure angespornt, wo mir die Leute gesagt haben, wow, du hast abgenommen, das ist mega gut. Ich so, geil, noch mehr. Mehr, ja. Noch mehr von dem hören. Ich will mein Ego füttern mit dem. Voll, ja, es ist ja so. Und das ist einfach, also das Ego, wirklich, man muss das einfach low as possible behalten, weil das ist nichts Positives, nichts. Ein bisschen darf man haben, aber ich finde so ein bisschen, füttern nicht dein Ego, weil da kommt nichts mit dem guten Herzen fängt, es ist wirklich nur noch schlecht, habe ich das Gefühl, weil du siehst einfach die Realität nicht mehr, du bist nicht mehr grounded, aber eben, du musst es wie für dich selber dann herausfinden mit der Zeit. Wie tust du das stilllegen, was ist wirklich Ego-Trieben und was nicht. Ja. Also bei Leistungen unbedingt cherishen, sagen, aber ich tue nicht den Körper beurteilen, weil ich hätte das auch nicht mehr gern. Also wenn mir jemand will sagen, vor allem im Sportbereich, sagen jetzt schnell mal, bist du ein bisschen wässerig heute oder bist du ein bisschen blöd? Wieso schaust du meinen Bauch an? Bist du ein bisschen wässerig? Ja. Sagen wir das? Ja. So, weißt du, wenn die Frauen so ihre Tage gerade haben, dann bist du ihnen so ein bisschen wässeriger oder so ein bisschen aufdunsten. Okay. So ein bisschen, ja, einfach anders. Ödematös, so ein bisschen, Ja. so ein bisschen Wasser. Genau, Wasserlagen. Okay, Und dann, jetzt habe wenn ich schon jemand kommentiert oder eben, hast du einen blähten Bauch.
Dude, was soll ich? Ich habe vielleicht erst gerade zu Mittag gegessen. Das Essen muss irgendwo hin. Aber ja, da merkst du halt, die Leute überlegen gar nicht, was rauslösen. Und keine Reflexion. Sie lassen sich selber nicht so. Sie lassen einfach nur raus ohne Filter. Kids. Ja, wie Kind. Es ist ja so. Es hat auch einen mega schönen Spruch, also ich weiß nicht genau, wie der geht, aber man sagt eigentlich, dass erwachsene Menschen nicht streiten. Es ist meistens unser inneres Kind-Ich, das Bedürfnisse nicht erfüllt hat oder Ängste in sich trägt, und dann kommst du, sagst mir etwas, triffst genau die Angst und dann tue ich wie das Kind reagieren. Weil Erwachsene streiten nicht. Es ist blöd gesagt, du gehst posten, hast am Krieg seine Bratwurst vergessen, die er mega gerne hat. Er dreht durch, voll, weil er früher, also jetzt wirklich nur plastisch, nur weil er vergessen worden ist. Ja, weil er vergessen worden ist oder seine Bedürfnisse sind nie wie angesehen worden. Er schreit dich gerade an, dich hat ihn auch plastisch, dein Dad früher immer angeschrien, du bist nicht genug, und was passiert ist, streitet extrem krass. Und eigentlich sind es eure innere Kinder drinnen, die sich gegenseitig anschreien. Oder? Genau. Ich habe es mega beeindruckend gefunden. Das ist ein mega, mega guter Punkt. Deswegen ist auch Kommunikation so wichtig. Was triggert dich? Ja. Damit ich diesen Punkt nicht angreifen tue. Voll. Und viele sagen, ja, reden. Redet auch über die banalsten Sachen. Hey, ich bin wirklich da voll bei dir. Ich bin auch ein Mensch. Also sag das Freundschaft oder Familie oder auch Beziehungen. Ich sprich alles an. Ich bin einer, ich diskutiere dann öfter. Auch nicht jeder gern. Aber ich weiss immer, woran ich bin. Es ist nicht etwas in mir drin, wo ich jetzt nicht sage, weil ich denke, es könnte falsch aufgenommen werden. Das ist ein Schwenker zu der Gefängniswelt, wo ich arbeite. Dort sage ich auch immer, und da ist es genau gleich. Es ist nicht das Problem, was du sagst, sondern wie du es sagst. Weißt? Du kannst dich jetzt voll anstellen und sagen, die Bratwurst, und kannst du selber, oder du kannst auch sagen, hey, was stört dich denn eigentlich? Genau, es geht nicht um die Bratwurst. Es geht nicht um die Bratwurst. Ich höre doch, du schreist wegen etwas anderem. Klar, wenn du angeschrien wirst, kannst du auch nicht immer so reagieren. Vor allem, wenn du gestresst heimkommst, denkst du, Alter, du Wichser, ich habe dir jetzt einen scheiß Einkauf gemacht. Bist doch einfach zufrieden. Geht nicht immer, aber wenn man dann wieder, wenn die Aggressionskurve so ein bisschen abflacht und man wieder ein bisschen ruhiger ist, eben. Banale Sachen sind eigentlich kein Grund zum Streiten. Es ist immer tiefgründiger irgendetwas dahinter. Absolut. Und das ist eben zum Beispiel auch mega gut mit dem Krigi. Er hat noch nie etwas gesagt, wo das innere Kind triggert hätte. Also er tut immer überlegen, wie eine Sache formuliert. Gegenseitig auch. Und wenn es mal etwas gibt, wo ich das Führerlöpfen, er redet gerade drüber. Ja. Und ich finde, da merkst du, was so ein bisschen gesund ist und dass beide das Ziel haben, hey, die Beziehung soll gesund bleiben. Diskutieren dürfen wir. Voll. Aber auf einer normalen Basis einfach Diskussionen braucht es, damit wir wissen, wer wir sind, was wir brauchen, wie wir miteinander umgehen. Und vielleicht können das bis 50, 60 einfach nicht. Hey, ich sehe Beziehungen, wo Leute wirklich, was dein Wesen eigentlich ausmacht, so Charaktereigenschaften, dann sagt die Partnerin oder der Partner, mach das nicht, mach das so und so. Und die Leute fügen sich dann. Und ich sehe es als Drittperson. Ich denke mir, Alter, das ist jetzt voll nicht eigentlich, wer du bist. Du machst es der Harmonie zu lieb. Aber die Beziehung wird so oder so, also ist zum Scheitern verurteilt. Ich habe letztens mit dem Michael auch im Podcast ein bisschen über das Thema geredet. Wenn du nicht real bist mit dieser Person, wo du eine Familie hast, wo du vielleicht Kinder etc. wie hast, Alter, mit wem willst du denn real sein? Also, die Person hast du im Rücken, wenn es dir schlecht geht, brüllst du mit dieser Person, du hast deine Happy Moments mit dieser Person, aber dann bist du nicht ehrlich genug, um dich wie öffnen oder auch Sachen zu sagen, zum Beispiel wie, hey, Schatz, ich glaube nicht, dass du das wie machst, aber ich habe so eine Stimme in meinem Kopf, oder ey, meine Ex-Freundin hat das mal gemacht, ich habe mega Angst, gibt es jemanden, mit wem du vielleicht schreibst? Ich sage es so ein krasses Beispiel, aber auch so Sachen kann man mit einem normalen Ton ansprechen. Absolut. Und wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, der dich liebt, sagt er dann, hey, alles gut, weißt, reden wir drüber und es ist doch schön, dass du es ansprichst. Anstatt du das nicht sagst, weil in deinen Aktionen wird man es spüren. Ja, wenn ich die Angst habe, meine Freundin betrügt mich, sage ich jetzt mal, im bewusst so ein Beispiel, und ich spreche es nicht an, und dann kommt das SMS irgendwo, das Handy leuchtet, und sage ich, wer hat dir jetzt wieder geschrieben?
Wo gehst du jetzt wieder an? Weißt du, und es ist so, Alter, red doch einfach drüber. Genau, Sag doch einfach, was dich stört. Ja. Voll. Dann brüll halt schnell mit deiner Freundin. Ja. Und dann ist es gut, das schweißt dich auch mega zusammen. Absolut. Emotionen, egal ob positiv oder negativ in unserer Gesellschaft angesehen, das schweißt dich mega zusammen. Auch mit Kollegen auch. Und das ist, sorry, ich habe jetzt einen Redefluss, das ist auch das, was ich am Krieg so liebe, an deinem Freund. Er ist auch einer, er sagt Sachen, die ihn stören. Er sagt es auf eine angenehme Art und Weise, aber er sagt zum Beispiel, hey Bro, das und das hat mir nicht passt, wie hast du das eigentlich, wie gemeint, können wir reden und so. Und hey, du weißt immer, woran du bist. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn du weißt, das und das denkt der Mensch von dir und das denkst du von dem Menschen. Voll. Und es kommt nicht irgendwie 3 Monate später hinterführen. Ja. Weißt du noch, damals? Dann bist du ständig als Partnerin oder so, auch als Kollege, in einem Druck, weil du hast das Gefühl, es kommt etwas. Ja, genau. Ja, es Ist kommt- jetzt wieder etwas, Genau. ist jetzt wieder etwas. Genau. Und ich habe mega lange von dem müssen wegkommen. Ja, ja es ist... Mega lang. es Und auch ist- mit dem Öffnen, mit dem Reden. Ich bin die, die länger gebraucht hat, um banale Sachen ansprechen, weil ich habe immer Respekt, was kommt vom Gegenüber. Also ich musste ihm Vertrauen schenken, dass er ruhig reagiert. Mit allem. Klar, das ist so das Antasten, das ist der Ja. Anfang von der Beziehung, dass du überhaupt spürst, wer ist der Mensch, weil am Anfang, du bist verliebt, rosarote Brille, alles ist toll und aber dann gilt es darum, herauszufinden, ob die Person das gleiche Sprachrohr benutzt wie du. Voll. Gibt es überhaupt Möglichkeit, dass wir connecten können? Oder ist der vom Mond und du bist irgendwo Ja. der Sonne und ihr redet aneinander vorbei? Also das gibt es ja auch. Das gibt es auch. Es gibt auch gute Menschen, die nicht zusammenpassen. Das muss ja nicht immer heißen, guter Mensch gleich, wir passen zusammen. Absolut. Aber das Schöne daran ist, ich habe ihn ja als Kollegen kennenlernen, schlussendlich. Das hat eine gute Basis. Also ich habe schon gewusst, wie er ein bisschen ist, wegen der Schulungen und alles. Und dann konnte ich noch mehr kennenlernen von ihm, was super ist. Mein Vater sagt immer, wenn du in eine Beziehung gehen willst, schau zuerst, dass du eine Freundschaft aufbaust. Weil Leute, auch, die in eine Beziehung reingehen oder reingehen möchten, zeigen dir Seiten, wo sie denken, die willst du wie sehen. Aber die Seiten, wo sie denken, könnte vielleicht ein bisschen anstössig sein oder dir nicht passen, die behalten es für sich. Bei einer Freundschaft ist es ein bisschen anders. Bei einer Freundschaft bist du, wie du bist und dann schaust du, connectest Voll. oder connectest nicht. Voll. Weißt? Schon klar, in der Beziehung wird es dann auch so, aber erst dann so wie mit der Zeit. Genau. Mit der Zeit. Es ist genau gleich dann, es ist nichts anderes, aber am Anfang macht man sich schöne Augen machen. Und schau, wie toll ich bin, nein, schau, wie toll ich bin, schau, wie toll wir zusammen sind. Ja, Voll. Und genau. dann- Ich weiss auch, das erste Mal, als wir sind, gehen essen, ich so, wieso bin ich nervös? Ich so, das ist nicht das erste, wo wir zusammen essen. Ja. Wieso bin ich nervös? Ja, Und sehr dann sicher. merkst du schon langsam, okay, Ja. irgendetwas könnte da. Ja, gefällt mir Offen. vielleicht ein Ja, bisschen genau. mehr als geplant Die am Augen sind Anfang. offen jetzt. Voll. Aber das ist ja auch so ein bisschen etwas, wo du sagst, was auch, ein bisschen auch mit der Essstörung ein bisschen verbunden ist, oder? Dass du nicht reden möchtest, weil du nicht weißt, eben, weil du es nicht gekannt hast, Ja. so, und dann zum anderen auch, wie ist die Reaktion, oder? Voll. Also eben, wegen dem sage ich, weil seine Reaktion immer so ist, wie sie bis jetzt war, gibt es für mich wie gar kein Problem, um Sachen mehr ansprechen. Also, es triggert mich etwas, sag es. Fühle ich mich schlecht, sag es. Ich sage mir immer, schau, ich will dich jetzt voll labern, du musst nichts davon merken, du musst einfach loswerden. Und Voll. dann ist mir gut, ob es dann eben Substanz hat oder nicht, sei dahingestellt. Hey, möchte ich auch nochmal schnell pinnen. Mega, mega wichtig. Ich sage auch, wir brauchen ein menschliches, also wir brauchen das Gegenüber wie so ein Abfalleimer, verpackt als Mensch jetzt gerade, wo einfach meine Emotionen auch mal sich anlässt. Es heisst nicht, weil ich darüber geredet habe, ist das jetzt wie weg, aber wir Menschen müssen die Sachen, die uns beschäftigen, müssen wir rauskotzen. Weil wenn ich es nur denke, dann ist es ein Rattenschwanz. Ja. Dann denkst du das Erste, das Zweite, das Dritte, dann denkst du das Erste. Ja. Also, aber wenn du es mal aufgeschrieben hast oder ausgesprochen hast, Ja. dann ist es mal platziert irgendwo. Genau. Und das ist mega wichtig und mega schön, dass ihr das so macht, weil das braucht es in einer Beziehung. Ja, und ich sage auch extra immer bewusst, hey, du musst es nicht merken, es hat keine Substanz, Mund ist dann das wieder wegvergessen, damit auch er sich dann nicht Gedanken macht. Voll. Weil es gibt ja dann wirklich die Partner, die Menschen, die sagen, wow, sie haben mir jetzt das erzählt, das ist das Problem. Was ist die Lösung? Das bin ich zum Beispiel, wenn er mir etwas sagt, wo ich gerade eben Lösungen suche, und muss ich auch nicht, weil wenn jemand Hilfe braucht, er kommt. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Sonst einfach zulassen, da sein,
Ratschlag muss man nicht geben, manchmal ist es besser, wenn man nichts sagt. Manchmal ist es am besten, wenn man einfach seine Fresse hat. Genau. Das ist tatsächlich so, Genau, wirklich. nichts können, nur hören Voll. bitte, aktiv. Und ja, so findet man sich so ein bisschen zurecht mit der Zeit. Jetzt weiss ich gar nicht, die Frage, die ich dir gestellt habe, sind wir abgeschweift? Wann hast du das erste Mal wie gemerkt, dass sich etwas tut? Genau, mit dem Holistiker ist voll abgeschlossen. Oder eben, jetzt sind wir gewesen, ja. Also jedenfalls, long story short, 2017 bin ich zum Holistiker gegangen und er hat auch einen Partner gehabt, der so Hände legen tut. Ich weiss gar nicht, ob man Namen sagen sollte oder... Musst nicht, kannst, wie du möchtest. Also sie sind wirklich super. Wenn ihr Interesse habt, schreibt ihm und ich gebe dir dann den Kontakt. Ah, du kannst also Werbung machen, meinst du? Ja, So, das ja. kannst du? Ja, nein, Okay. das ist... Also der Holistiker heisst Marc und der die Hand leitet, heisst Antonio. Und sie sind aber vom Aargau. Also der eine Wettigen, der andere im Dottiken. Aber sie haben mir echt wirklich geholfen. Auf dem Weg eben, sie waren geduldig mit mir, das Essen neu kennenlernen, mentale Sachen können aus dem Kopf bringen. Eben, man muss auch offen für so Sachen sein. Extrem, ja. Und ich habe dort wirklich so ein bisschen den Rang finden. Das erste Mal, als ich nicht so viele Gedanken verschwendet habe, was ist ich, wenn ich. Ich habe einfach gegessen. Ich habe gewusst, okay, das ist das, was mir gut tut. Klar ist es da nicht gefestigt gewesen. Es hat immer so Ups und Downs und Wellenformen gegeben, aber wenn du dann den Basisstein dann langsam wieder hast und du dich wohl drin fühlst, mit deiner Struktur, spielt es keine Rolle, wenn dich eine Welle überrollen tut. Du weißt schon, das ist die Basis, das ist der Boden, du gehst jetzt zurück zum Boden. Und eben so mit der Zeit, das war der Anfang gewesen. Und dann bin ich natürlich auch selbstständiger geworden, habe mein Zeug mit freiem Willen angefangen und probiert das beizuhalten, so gut wie es geht. Neben Balance halt einfach nicht zu vernachlässigen. Sprich, wenn ich heute mal ein Glas will, okay, it is what it is. Gönn dir das Glas, Jessie. Du weißt nicht, ob du morgen oben bist. Aha, okay, Also, so, weißt du, ja, klein. Ja, also ich tue mich nicht selber restricten, nur weil ich heute nicht Cheat Day habe. Es gibt keinen Cheat Day. Ja. Nichts. Sachen bezeichnen ist nicht gut. Ja. Weil das einzige Gefühl, was wir noch haben, ist das Hungergefühl, wenn wir müde sind. Also, und Moods. Nehmt die euch selber nicht weg. Und wir tun die so überspielen. Eben, gestresst im Arbeiten, ich habe keine Zeit zum Essen. Ich bin irgendwie schlecht drauf, ich will nicht essen. Oder ich sollte schlafen, aber nein, der Film ist geil. Wir tun uns unseren eigenen Rhythmus, den wir haben, unsere Signale, die von innen gegen rauskommen, so blockieren mit diversen aussenstehenden Sachen, dass man eben den Sinn oder die Connections zu sich selber komplett verliert. Hattrick. Ja. Siehst du? Mega schön gesagt. Ich glaube, ich mache das mega viel, wenn Leute reden, reflektiere ich immer so ein bisschen mein Leben, was sie wie sagen. Und ich muss ja auch sagen, weißt, nach dieser Abnehmaktion, ich meine, dann bin ich von 97 auf 79 gewesen. Ich habe mich natürlich Bombe gefühlt. Und dann habe ich wieder ein bisschen zugenommen, in einem gesunden Maß. Aber dann hat sich auch so eine Stimme in meinem Kopf eingeschaltet. Ist jetzt auch vielleicht der Zeit geschuldet, wo das alles passiert ist. Und dann war es wirklich so, pass auf, nicht, dass du wieder fett wirst. Pass auf, dass du wieder fett wirst. Und dann habe ich ab und zu so 2 Tage nicht gegessen, weil so, ich habe Angst, dass ich wieder fett werde. Ich möchte nicht wieder so aussehen. Oder ich darf kein Süßes mehr essen. Ich bin so wirklich süßes Getränk, ich liebe es. Ich liebe süßes Getränk. Oh mein Gott. Und ich habe auch gerne Süßigkeiten. So, wenn ich Fernsehen schaue oder wenn ich am Gamen bin mit den Kollegen, so etwas snacken, habe ich sehr gerne. Und dann ist es so, ich darf nicht. Dann habe ich so krass darauf verzichtet, dass ich irgendwann auch wie so in ein Binge-Eating reingehe. Also jetzt, ich möchte es jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber weißt du, so 2-3 Tage, dann ich, Jessie, ich habe wirklich Sachen gefressen, wo ich mir denke, am nächsten Tag stehst du auf, bist natürlich eingepennt, so Berg voller Essen dort, Zähne mal putzt, Bombe, stehst auf, schaust an und ich bin wirklich richtig depressiv geworden. Ich habe gedacht, oh mein Gott, du bist so ein Loser, man, schon wieder nicht geschafft. Und jetzt lebe ich es ein bisschen so, ich mache so ein bisschen Intervall-Fasting-mässig. Also ich weiß nicht, am Mittag im Geschäft esse ich Magerquark, weil ich aber auch nicht das Bedürfnis habe. Weil Essen ist für mich Genuss und Arbeiten muss ich funktionieren. Es funktionieren, ich becher etwas schnell hindern, es nahm meine Proteine, geil. Und dann
komme ich heim, Training und am Abend gönne ich mir so. Und dann weiss ich, wenn ich heute zum Beispiel Chips gegessen habe, hey, dann esse ich morgen beim Nachtessen kein Kohlenhydrat zum Beispiel. So, ich tue es ein bisschen wie so... Du spielst einfach. Ich spiele einfach so, dass ich aber auch auf die Sachen, wo ich Bock habe, nicht muss darauf verzichten, weil eine Diät, habe ich gemerkt, kannst du schon machen und 18 Kilo cutten, aber das ist kein Lebensweg, wo du kannst für immer gehen. Es ist nur so eine kleine Phase. Genau, es ist so ein Short-Term-Ding und wenn du das die ganze Zeit machen willst du daran kaputt gehen. Absolut. Es funktioniert nicht. Also tu die Sachen, die Fett machen, oder also integrieren mit einem gesunden Maß und isst einfach bewusster. Genau. Und das ist mega schön, was du gesagt hast. Hört auf, die Sachen, die uns zum Mensch machen, versuchen zu unterdrücken und irgendwie zukleistern mit etwas anderem, weil wir sind immer noch Menschen. Genau, wir sind keine Roboter. Genau, und hört auf eure fucking Bedürfnisse. Und, genau, hört auf, da irgendwie Roboter zu spielen oder sonst etwas. Weil alles im gesunden Maß schlussendlich. Das gleiche wie Gamen. Ich kann nie checken, wie jemand fasziniert sein kann für Gamen. Bis du den Krieg kannst. Bis ich den Krieg kann, ich so am Anfang. Time wasting, hast du gedacht. Zuerst, ja, aber dann mit der Zeit, es ist sein Ventil. Klar, ich würde etwas sagen, ich würde 4 Stunden am Stück oder so gamen. Ja, würde ich vielleicht sagen, du, wie siehst du das? Ja. You do you, aber wie würdest du das sehen? Aber jetzt denke ich mir so, hey, wenn es dir gut tut, mach's. Mach's. Wie wenn es für mich gut tut, dass ich einfach mal eine Stunde lang an meinem Kack-Laptop bin und meiner Kunden antworte. Das tut mir gut. Ja, voll. Ich bin dann connected mit ihnen. Und dann ist vielleicht für ihn so, was machst du überhaupt? Ja. Also ja, man darf es auch nie so ein bisschen urteilen. Ja, weißt du, das ist auch, wir gehen immer rein. Genau, wir gehen das ist so menschlich. Ja. So, darum ist auch das Logo so ein bisschen, gegen aussen tun wir so cool Ja, immer, voll. aber wir haben eine Seite, die ab und zu nicht geht. Wir haben so den Lustigen, wir haben das innere Kind, was ich mega wichtig finde. Wir haben so einen Frechen, wir haben einen, der so, okay, Gott, okay, wie macht er das? Und wir haben so eine nachdenkliche Persönlichkeit. Und hey, heute spricht die mehr, morgen spricht die mehr. Und es heisst jetzt nicht, dass du dir wie widersprichst, sondern das will ich ja auch so offen und transparent machen. Wir Menschen sind nichts anderes als unsere Emotionen. Absolut. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Absolut. Heute gönne ich jemandem, morgen bin ich schlechter drauf, dann denke ich mir, ich gönne dem nicht. Ja. So what? Und auch das Gleiche ist, nein, setz keine Maske auf. Mal! Sorry, nicht jeden Tag bist du gleich happy, gleich motiviert ist man sowieso, vielleicht 5%, wenn überhaupt. Ja, voll. Disziplin kommt dann meistens führen. Nicht meistens, sie kommt dann führen. Und ja, ich finde, auch zum Beispiel heute, ich habe mich voll gefreut, eben über alles zu reden, auch wenn es quer durch Beet ist. Stell dir vor, ich wäre aufgestanden mit einem Latsch und dachte so, boah, nein. Ich wäre gleich da hingekommen und hätte Freude gezeigt. Weil Freude kommt dann auch so. Ja. Und auch im Alltag kannst du einfach sagen, boah, heute schießt es mich an, ich will nicht gehen. Du musst gehen. Du hast schon deine Duties zu machen. Sie ist für dich selbst, für deinen eigenen Respekt. Auch wenn du einen Chef hast, aber es ist für deinen Respekt, dass du aufstehst am Tag und etwas machen tust. Und deswegen put your mask on, wenn es nötig ist. Sonst, das heisst nicht, dass du nicht du selber bist, einfach du bist dann diskreter oder anders. Genau. Das sage ich dir. Also ich bin mega so ein Mensch, ich lebe so ein bisschen meine Authentizität. Ich bin jetzt nicht so ein Maskenfreund, aber wenn du das Thema ansprichst, ab und zu musst du das mir machen und ab und zu musst du dich auch zu deinem Glück zwingen, sage ich auch immer. Weil ich bin zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, dann frisse ich wie eine Sau, wirklich. Ich gehe im Mac, dann hole ich mir Chips, einen Liter Cola dort, gehe nicht ins Training, bin daheim, mache wirklich so nichts Produktives. Und ich sage so, vor 2-3 Monaten ist so der grosse Kate, wo ich so gedacht habe, nein, voll nicht. Weil ich mache mir dann mehr kaputt. Weil das, was ich mir in dieser Zeit kaputt gemacht habe, zum authentisch sein jetzt, weil hey, ich lasse mich von meinen Emotionen leiten, habe ich nachher irgendwie 2-3 Monate noch mehr den Pain, um wieder da reinzukommen, weißt? Absolut. Und man darf mal traurig sein, man darf mal anliegen, man darf mal einen Depressive Day wie machen, aber der sollte auch limitiert sein oder sagen, hey, heute brülle ich oder heute esse ich Scheiß, aber morgen stehe ich dann wieder auf. Weil wenn du dann in diese Situation kommst, hast du dann gleich wie Freude. Ja. Und du musst rausgehen und so Scheiß, weil die Hause nur hängen und in Selbstmitleid baden, in deinem eigenen Sud dort ertrinken, mit dem tust du dir wirklich nichts Gutes. Es hat auch nichts mit Authentizität zu tun, sondern es hat einfach
ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße, weil scheiße. dein Respekt gegenüber dir selber ist dann einfach gone. Genau, und das ist, glaube ich, das Größte, was du eigentlich hast. Also das größte Gut, sagt man. Ja, so. das größte Gut. Oder dein Eigenwert. Also schlussendlich siehst du wirklich, was ist dein Eigenwert. Ja. Das ist nicht immer einfach. Und wir dürfen dort auch gehen und wieder Voll. neu starten, weil es tut sich immer wieder, wie soll ich sagen, erneuern. Mhm. Und also es hat bei mir auch Zeiten gegeben, wo ich nichts machen wollte, auf nichts schauen wollte. Und ich habe nicht gewusst, wieso. So eine zielstrebende, ambitionierte Frau plötzlich Bam, im Loch. im Loch. Ich habe nicht gewusst, was mir anfangen, sei dahingestellt, was es war gerade. Aber auch diese Zeit braucht es, damit du dich neu programmieren kannst, damit du dann weißt, hey, okay, ich kann so tief fallen. Was mache ich, damit es nicht mehr so tief runtergeht? Und dann kommst du wieder ins Kurve. Es ist wie so eine neue Motivation dann auch. Und es ist auch voll okay, weil wir Menschen sind nicht konstant. Wir Menschen haben unsere Emotionen, also ich sage es Absolut. nochmal. Es ist, wie kommst du aus so Sachen raus? Du jetzt als Individuum, was sind so ein bisschen deine Anhaltspunkte oder so deine Happy Points, die du dir setzt, um nicht rauszukommen? Sehr lange war es der Sport. Ja. Sehr lange. Aber eben, ich meine, Chris jetzt letztes Mal gesagt, also, was geht sonst noch? Also, was machst du gern? Also hätte ich gefragt. Ja, also, was machst du gern, außer Trainings gehen, trainieren? Und dann bin ich wirklich so eingeschafft, so. Empty. Empty, ja. Voll. Ich tue hure gerne kochen. Also sprich, wenn es mir scheiße geht, ich lasse mich inspirieren von einem Rezept. Okay. Baklava Cheesecake. Hey, ich habe es gesehen. Du hast Baklava Cheesecake gemacht. Wie ist es? Geil. Er ist Geil, super, es hat brutal super ausgesehen. Ja, Ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Also das nächste Mal mache ich bringe ein Stück. Geil, ja unbedingt. Und das ist halt eine Passion. Ich liebe ja Kochen, aber ich habe mir viel zu wenig Zeit genommen fürs Kochen. Es hat zwar auch mit Gesundheit und so zu, aber eben, es holt mich einfach voll ab. Es holt mich mega ab und dann gönne ich mir einen Abend in meiner Küche auf dem Balkon. Manchmal rauche ich eine, manchmal gibt es keine. Und es geht weiter. Das nächste Tag komme ich dann wieder raus. Oder ich setze mir wirklich ein Ziel, wo ich weiss, hey, in 2 Wochen will ich das erreichen. So kurzfristige Ziele. Damit ich am Ball dranbleibe. Kannst du ein Beispiel machen, was jetzt zum Beispiel so etwas wäre? Ja, zum Beispiel malen. Mhm. Malen. Also ich mache es nicht regelmäßig, weil ich bin kein Picasso, gar nicht. Aber wenn ich merke, oh, was läuft bei mir? Ich brauche einen anderen Impuls. Ich male. Brutal. Aber das ist erst gekommen, weil, ich muss auch wieder Credit zum Krigi. Also, ja, ich male Bro, du gerne. glänzest heute, ich sage Ist dir. schön, Du bist am Glänzen. Der ist das letztes Jahr und gesagt, ja, ich male gerne. Und ich habe dann eben aktiv zugelassen und habe dann einen Malkurs gebucht. Wir sind dann zusammen malen. Ey, ich sage nochmal, ich sage es jetzt einfach nicht nochmal, sondern ich finde eure Beziehung mega schön im Fall. Danke. Wirklich, es ist mega schön, wie ihr euch selber pusht, wie ihr euch Danke. gut tut. Und ich meine, ich kenne den Krieg seit 11 Jahren und ich habe ihm letztes Jahr auch gesagt, Bro, ich habe deine Freundin mega gern und es ist mega schön, euch zusammen zu sehen, weil es hat Substanz, es hat voll Zukunft und es ist etwas mega Schönes und etwas auch, was man anstrebt. Also ich finde, es ist wirklich so ein Vorbildsding auch für mich jetzt, dass ich so wie etwas möchte. Auch, dass du auch ein bisschen glänzest. Danke Nicht schön. nur der Krieg. Danke. Aber ich muss auch sagen, ich konnte viel auch darin auch lernen. Also sprich, ich konnte mega Akzeptanz lernen, eben wenn du einfach mal einen Tag nichts machen willst. Ich bin dann die gesagt, wow, wasted time. Und jetzt merke ich so, hey, danke, bist du einmal anders als ich. Ja, und er ist ja recht so. Ja. Der darf auch mal ein bisschen sein. So. Genau, Voll. weil er so, hey, ich bin auch mal 26 gewesen. Bin there, done that. Es kommt. Du wirst merken, dass du auch mal deine Ruhe brauchst. Und es ist wirklich so. Ja. Ich habe, wenn ich das letzten Sonntag bis um 12:30 geschlafen und ich bin nicht irgendwie um 2 Uhr morgens ins Bett, sondern um 10 Uhr ins Bett. Beste Leben nicht. Du, ich bin aufgestanden. Das erste, was ich gemacht habe, Mami, ich so, Mami, bis um 12:30 geschlafen. Sie so, wann hast du das letzte Mal gemacht? Ja, Jahre her. Es hat so gut, ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Aber es sind eben kleine Sachen, die für mich so viel Bedeutung haben, dass wir einfach wieder rechargen ohne schlechtes Gewissen und einfach sein. Und das habe ich aber wirklich erst in den letzten 2 Jahren können wieder kennen oder akzeptieren, dass es auch in mir drinnen ist. Das sollte aber auch eine Beziehung sein, weißt? Ich finde, eine Beziehung sollte ich ja auch
So egoistisch es klingt, aber eine Beziehung sollte ja dich bereichern. Darum gehst du ja auch rein. Darum nimmst du ja auch all die... Sacrifices. Ja, oder all die negativen Seiten von einer Beziehung in Kauf, weil es dir ja auch etwas gibt. Ja. Oder? Du wachst an dir, eben, du lernst Sachen, die du früher wie nicht gekannt hast. Es sollte dich ja bereichern, sonst macht eine Beziehung keinen Sinn. Sorry. Absolut. Also sich aushalten ist keine Beziehung für mich. Nein. Ja, wir haben schon so viel durchgemacht, wir müssen zusammenbleiben. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Ist es Liebe dann oder ist es jetzt einfach nur Gewohnheit? Weißt du, sich das fragen. Voll. Ja, und schlussendlich eben auch bei solchen Trennungen zum Beispiel auch also können sagen, hey, I let you go with love. Ich lasse dich mit Liebe gehen. Und jeder entwickelt sich in die andere Richtung. Voll. Es ist auch okay. Voll. Und deswegen finde ich immer schön, wenn eine Beziehung hebt, aber eine Beziehung auseinandergeht, aber man sich immer noch gerne haben und miteinander reden. Heu Super. sagen und ja, also ich finde es auch maximal triggernd. Du hast irgendwie das Bett zusammenteilt, hast irgendwie wirklich alles zusammen erlebt und jetzt laufst du auf der Straße und sagst dir nicht mal Heu. Das ist so. Schlimmste. Also mich verletzt das mega, ich sage dir ehrlich. Wenn ich meine Ex-Freundin gesehen und so. Oder auch wenn es so kalt ist, so mega kalt, ich denke mir so, Bro, Mann, also nicht Bro, aber Ja, es keine muss Ahnung, nicht wir haben sein. brüllt miteinander und jetzt ist so, wir schauen uns mit dem Arsch Ja. an. Das muss nicht sein. Das Aber muss echt nicht sein. ich glaube, das kommt auch immer mehr, dass man davon lernen. Du bist am Schwitzen, Mann. Ey, jetzt nicht, aber im Büro, platschnass. Ey, shit, ekelhaft. Aber muss kaschieren wir. laufen. Lass laufen. Ja. Nein, aber das ist mega wichtig. Viele neuere Generationen oder auch die Jüngeren oder auch ihr schlussendlich sind noch bewusst, hey, es ist ein Mensch, wir haben Zeit miteinander verbracht. Die reflektieren eben, können noch Heu sagen auf der Straße, die nicht reflektieren. You do you. Aber das ist wirklich so ein richtiger Stich ins Herz, Ja, wenn voll, jemand so voll. kalt durchläuft. Und das heisst auch nicht, ich liebe den Menschen noch oder ich habe romantische Gefühle. Nein, es ist einfach mit einer, das ist auch wie wenn ich einen Kollegen habe und wir uns gestritten haben und dann sind wir auf der gleichen Party und wir sagen, das ist nicht mal Heu. Bro, wir haben irgendwie die Welt zusammen erobert und jetzt grüßen wir uns nicht mal. Das ist schon ein bisschen cringe irgendwie. Das ist richtig crazy. Ja, das ist ekelhaft. Ja, voll. Kochen, hast du gesagt, Ja. ist etwas, und ich finde auch Kochen, also zum einen, der Krieg kocht ja auch mega gerne, kocht ja auch viel und er kocht auch gut. Und es frisst auch Zeit. Weißt, ich sage auch so, wenn es dir schlecht geht, musst du Sachen machen, die Zeit fressen. Ja. So, und nicht das Ergebnis ist dann, beim Kochen ist halt geil, beim Kochen ist der Prozess geil und wenn du dann etwas Geiles auf dem Tisch hast, ist auch geil. Also es ist so wie beides. Aber es kann auch Sachen geben, wo der Prozess geil ist und du kein Ergebnis hast. Und das Ergebnis ist nicht geil, aber dass du einfach 3-4 Stunden dich mit etwas anderem hast können ablenken, anstatt mit deinen Bad Thoughts oder was auch immer, ist schon ein Gewinn für dich. Absolut. Neben, zum Beispiel, ich suche dann auch etwas aus, wo entweder mir zugeschickt worden ist, wo man schon längstens hätte mal gekostet hat. Oder ich suche mir auch etwas aus, das etwas schwieriger ist. Ja. Und ich kann so viel lernen in dieser Zeit, aber es ist voll die Ruhe. Die Stunden gehen um und wenn es dann geil ist, super. Dann weiss ich kann das für die Leute machen dann am Schluss und dann haben sie auch eine Freude. Voll. Wenn es nicht gut wird, ist okay, optimieren wir. Ja. Aber ich habe etwas Neues gelernt. Also das ist sicher mal ein Ventil. Und spazieren. Hat auch mit Aktivität zu tun, aber einfach rausgehen, im Wald, Kopf hören, lüften. that's it. Oder Podcast hören. Jetzt reden wir zum Beispiel. Ja, voll, jetzt reden wir. Aber ich bin sonst wirklich im Podcast so. Ich finde auch. Also. Wenn ich nicht mal mit Menschen rede oder einfach Headphones an und hören, was andere zu erzählen haben. Und einfach das Wichtigste können daraus rausziehen. Ja, weißt, Podcast ist ja auch nicht so, du hörst es und du findest alles gut, was gesagt worden ist. Aber vielleicht gibt es 2 Minuten in dieser Stunde, wo du denkst, so, wow, habe ich noch nie daran gedacht. Genau. So, das mache ich. Voll. Das mache ich jetzt. Und es ist auch mega wichtig, dass man eben immer neutral die Sachen anschaut. Und sich dann nicht gerade irgendwie getüpft fühlt. Oder nein, 2 Menschen oder 4, 5 Menschen reden miteinander über alles. Sie öffnen sich. Was kann ich daraus rausnehmen? So, cool, vielleicht wollte ich das auch mal machen. Voll. Und ja, sich inspirieren lassen von jedem. Auch wenn es bei einem also es gibt keine schlechten Menschen, aber auch bei Menschen, die... Also, es gibt schon... Ich sage, es gibt schlechte Menschen, aber vielleicht nicht bewusst. Also weißt, ja. ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlt ganz noch mit anders etwas, dass sie so
auf der Welt sind. Irgendetwas innerlich, Vergangenheit. Da haben wir es wieder, das Gefäß und Genau. mit dem, was du gefühlt. Wenn du als Kind nur verprügelt wirst und keine Ahnung was, gefoltert dies und das und du dich zu einem Psychopath entwickelst oder einem Soziopath, ist jetzt nicht, weil der Mensch böse sein. Das ist das, was du sagen willst, oder weil die Umstände dich dazu gezwungen haben, so zu werden. Okay, ja, voll, finde ich. Schlussendlich, wenn man auf die Welt kommt, jeder ist rein. Genau, du wirst nicht als Rassist oder als dies oder als das geboren, du bist einfach ein leeres Glas. Genau. Und dann, klar, kannst du immer wieder selber entscheiden, mit was fühle ich es, mit was nicht. Also das braucht mega viel Selbstarbeit. Aber wie sind wir jetzt zu dem Thema gekommen? Wir sind zu dem Thema gekommen, dass du gesagt hast, es gibt keine schlechten Menschen. Aber davor, Podcast, hörst den Menschen zu, ja genau. 3-4 Leute reden, kannst du etwas rausziehen. Ich glaube, ich kann mehr sagen, man kann von jedem Menschen etwas mitnehmen, egal ob es schlechte Intentionen oder gute Intentionen hat. Auch wenn jemand schlechte Intentionen hat, kannst du wie schauen, oh, der macht das so, der geht zu mir Menschen und ich will das nicht machen. Genau. Also, ja. Genau, ja, das Negativbeispiel, wo du für dich umwandelst und sagst, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Es gibt ja Podcasts, wo ja die Leute richtig fertig gemacht werden und nicht einmal im Podcast sitzen. Und dann ja, ist auch nicht so meins. Ich bin wirklich einer, der offen, direkt, ehrlich redet. Und wenn ich da etwas Negatives gesagt habe, dann kannst du sicher sein, das habe ich schon ins Face gesagt. Aber so irgendwie so Leute schlecht reden oder ja, keine Ahnung, ihnen irgendwie etwas wegnehmen, ihr Recht wie wegnehmen, das ist für mich, das ist meine Religion. Meine Religion ist, nimm niemandem sein Recht weg, aber lade auch dein Recht von niemandem wie wegnehmen. Also, und so lebe ich und ich bin zufrieden. Also. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Malen hast du angefangen? Ja, aber ich danke dem Impuls von Krigi, weil er gesagt hat, ich tue gerne malen. So, okay, buchen. Dann mal am Sonntagabend eben so einen Kurs gebucht. Und seitdem hat sich das ein bisschen entwickelt. Ich habe nicht gewusst, was ich gerne male. Früher schon, Mandalas und alles mögliche, aber eben, man verliert so ein bisschen sich selber, was man gerne macht, eben durch den Stress, durch was auch immer und Arbeiten und Judi Hui. Und dann habe ich es wirklich gemerkt, so, okay, es gefällt mir und es tut mich auch wirklich beruhigen. Dann hat er eine Staffelei gekauft, er hat mir eine Staffelei gekauft und jetzt hat jeder so ein bisschen die Heimsachen, Material, das man brauchen kann zum Malen. Was machst du? Acryl? Acryl. Ja. Hey, ich glaube, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber das ist etwas, was der Krigi von mir ein bisschen copied hat. Was ich mega schön finde. Ich habe das von einem Patienten, den ich mal betreut habe in der Psychiatrie, der erste, wo ich Bezugsperson war. Und er war schizophren. Und er hat dann das Malen für sich entdeckt. Das ist mega inspirierend. Ich kann dir die Geschichte mal erzählen. Und da oben hast du gesehen, ich habe 1000 Bilder. Ja, voll. Alles meine Bilder. So schön. Das gibt mir schon immer am Instagram. So, bist ja malen. Ja, voll. Und es ist wirklich ab und zu hocke ich 7 Stunden dort dran und ich male. Und es ist einfach, wie man vorhin gesagt hat, das ist ein Prozess, der einfach super geil ist. Weil ich bin auch kein Künstler. Ich habe auch wirklich, also ich sage von mir, ich habe kein Talent im Malen. Aber es ist für mich so wie Gefühlsverarbeitungsmethode, ohne dass ich reden muss. Ja. Ich verarbeite meine... Wenn es mir schlecht geht, ich male auch, wenn es mir gut geht, aber ich male meistens, ich verwünsche mich, wenn es mir schlecht geht. Und dann male ich und es gibt mir eine mega Zufriedenheit. Ich könnte aber auch stur tun und sagen, mir geht es erst schlecht, was soll jetzt ein bisschen malen mir helfen? Und das ist das, was ich will sagen, weil diesen Chip müssen die Leute wie aus ihrem Kopf löschen. Voll. Weil es wird dir besser gehen, zu 1000%, ich kann es dir unterschreiben. Ist so, aber wenn nur schon ein Schritt gegen aus, zum Beispiel, bist du den ganzen Tag daheim, bist schon mit einer Schreisslaune aufgestanden und du müsstest jetzt den Wäschekorb runter tun. Glaub mir, wenn du den Wäschekorb runter tust, du fühlst dich schon besser. Ja, schon etwas gemacht. Etwas erledigt. Ja. Ob du nachher immer noch im Sack bist, okay, aber morgen wirst du zurück und ach, ich habe mir meine Wäsche gemacht. Und sonst irgendetwas, den Brief geholt, was auch immer, aber ja, wir müssen genau das machen. Wir müssen etwas machen, wir müssen immer etwas machen. Der Mensch ist, wenn du von der Evolution anschaust, früher sind wir jagen, sammeln, wir haben immer etwas gemacht. Und ich sage,
ich rede jetzt ein bisschen gross, wenn ich irgendwie zufällig mal Euro-Millions gewinnen würde, Millionär wäre, ich würde nicht einfach auf der faulen Haut hängen. Nein. Weil ich sage, das ist Gift für uns Menschen. Wie gesagt, einen Tag, easy, kannst du mir dir Ja. mal geben, dann musst du auch keinen Wäschekorb runter, aber am nächsten Tag bringt er nur den Wäschekorb. Den zweiten Tag bringt der Wäschekorb runter und geht er eine Banane kaufen. Keine Ahnung, so klein. Und dann steigert das immer wieder, weil es gibt dir so ein gutes Gefühl, ich habe etwas erledigt. Ja. Ich habe etwas bewegt. Auch wenn es nur ist, deine Wäsche ist sauber. Voll. Anstatt du bist jetzt irgendwie dahin vegetiert. Und Ja. ob du auf dem Planet bist oder nicht, das hat sich nicht geändert. So. Ist so. Ich meine, wegen dem sieht man manchmal immer mehr Ältere, die ein eigenes Geschäft haben. Also zum Beispiel von dort, wo ich ursprünglich von wohne, es hat ein Coiffeur. Und die hat mein Dad schon die Lehre gemacht. Und ich glaube, der ist jetzt schon 82, 83. Der ist Okay. immer noch dort in seinem Salon. Ah, was? Macht so seine paar Stunden am Tag von seinen alten Kollegen noch. Vollherzig. Und der fühlt sich gebraucht. Ja. Und das ist doch nichts Schöneres. Also es gibt nichts Schöneres als das, wenn du weißt, du gehst am Morgen raus, auch wenn du nicht müsstest. Mhm. Du machst das, was du gerne machst. Du gehst wieder heim. Und wieso nur bis dann? Ja. Mach das weiter, wenn du willst. Hast du einen Garten? Geil, geh in den Garten. Mhm. Viele haben ja erst im Alter einen Schrebergarten. Ja, mein Dad hat einen und Nicht er liebt es. Also er ist Es jeden ist Tag so gut, weil eben sonst versuchst und du merkst wirklich, wie du vor dir anfängst vegetieren. Mhm. Das war bei meinem Grosspapi auch, der hat 10 Jahre Alzheimer. Er war auch immer jemand, der rausgegangen ist, mit den Tieren war, einen Garten hatte. Klar, die Krankheit hat es ihm dann nicht mehr möglich. Klar, das ist etwas anderes. Aber er ist auch nach der Pension immer noch ein bisschen arbeiten, bei meiner Mami ein bisschen aushelfen oder eben dort arbeiten machen und dort. Und so hat er sich so gut aufrecht halten können. Wo bei vielen nur der war. Ja, weißt du, wie viele Leute gehen auch in eine Depression rein, wenn sie in die Rente kommen? Ja. Weil du, keine Ahnung, 40 Jahre irgendwie den Job gemacht hast und jetzt hast du das nicht mehr am Anfang, denkst du so, geil, endlich habe ich nichts zu tun. Irgendwann denkst du so, okay, und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? So, weißt, und darum ist es auch wichtig, finde ich, in dem Alter, wo wir jetzt sind, oder noch jünger oder ein bisschen älter, dass man sich Skills aneignet, um seinen Tag wie können zu verbringen. Genau. Mit einer gehabt, wo ich die HF gemacht habe, ein Lehrer, der ist dann irgendwann pensioniert worden. Und dann haben wir ihn gefragt, was machen Sie? Ja, so, ich habe mich angemeldet, ich studiere jetzt nochmal Biologie. Keine Und ich so, wow, ich sagte, du hast jetzt irgendwie jahrelang gearbeitet, bist jetzt 67 hat er aufgehört. Und dann habe ich gesagt, wieso? Er hat gesagt, was soll ich denn daheim machen? Also ich bin ein wissensdurstiger Mensch, das habe ich in diesen Jahren gelernt. Und ich möchte das nicht aufgeben, nur weil der Staat sagt, ich muss wie nicht mehr arbeiten, ich muss nicht mehr machen. Wenn es mich ankotzt, kann ich nicht. Ja. Aber wieso nicht wie probieren? Und ich habe das mega beeindruckend gefunden, es ist mir bis heute geblieben. Erstrebenswert, wirklich, so etwas. Mega. Oder eben auch in der Jugend sich wirklich die Zeit nehmen, überlegen, was wollte ich wirklich machen? Mhm. Wo sind meine Interessen? Oder dann noch weiter zurückgehen, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ja. Eben, ich habe immer gewusst, ich mache etwas gerne mit Sport. Okay. Ich habe gewusst, aber ich mache Nieren und Mali, mache das KV. Und ich kann mir so parallel ein Standbein aufbauen. Ich werde wahrscheinlich noch mit 60 dort stehen. Ey, was? Let's go! Voll geil. Und weil es einfach eine Freude zubereiten. Ich meine, unser Lehrer, der Gottlob, der ist sicher jetzt auch bald in der Pension, aber der steht immer noch dort mit seinem Oldschool Mentality, kein Handy, nichts. Ah, was? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Nicht mal Handy darfst du führen, jetzt ein Foto machen von seiner Folie. Aber der macht das mit Leidenschaft. Voll. Er ist das. Und wieso musst du an einem Menschen etwas wegnehmen, wenn er schon das ist? Genau. Wieso musst du in die Konditionen hineindrücken, die heute normal sind? Jeder hat ein Handy, er muss auch eins haben. Nein, wieso? Nein. Wenn er keins will, dann ist doch gut. Voll. Und lass ihn so lange arbeiten, wie er will. Also, Das ist ja das Thema, was wir vorher hatten mit dem Instagram, oder? Dass es kommt, bam, so sieht eine Frau aus, so hat eine Frau auszusehen und jeder denkt, ich muss jetzt auch. Ja. Ich muss jetzt auch. das ist das Schlimmste. Früher, 2000er, ich weiss noch, keine Ahnung, dort sind easy, Pamela Anderson war dort, grosse Brüste, aber so Frauen im Fitness hast du früher nicht gesehen, sorry. Es ist, der Arsch, den heute alle wie haben, das ist auch jetzt einfach New School, das ist jetzt in und jeder hat das Gefühl, er muss es auch haben, sonst bist du ein attraktiv. Klar, wenn es dir gefällt
Und wenn es dir einen Mehrwert bringt, weil du dann fitter bist oder kein, dann mach sicher. Ich sage ja nicht, es ist per se schlecht, es sieht ja auch gut aus, ich will es ja nicht irgendwie schlecht reden. Aber das heisst nicht, dass du das machen musst. Nein, Sonst gar bist du nicht. keine Frau, sonst bist du es nicht wert. Oder als Mann musst du so Oberarm haben, sonst bist du nicht männlich. Nein. Alter, Wer- nur weil Instagram das sagt. Ich meine, Voll. wir haben gehört Instagram, Zuckerberg, schau mal da. Es ist langsam gut geworden mit Stimmt. Muay Thai und so. Stimmt, Jiu-Jitsu, anderes Thema. Anderes Stimmt, Thema. Jiu-Jitsu macht er ja. Ja, voll. Ja, Nein, das- aber eben, sei dahingestellt schlussendlich. Es ist wirklich wie, die Menschen pushen etwas, das überhaupt auch nicht natürlich ist. Viele, die mich fragen, was ist dein Ziel körperlich? Ich habe kein Ziel. Ich will einfach mich aufrechthalten fürs Alter. Also, ich trainiere, weil es mir Spass macht. Ich trainiere nicht, weil ich jetzt einen Oder habe, weil ich ein Sixpack habe. Sixpack ist mal schon wieder weg, vielleicht kommt es dann wieder. Ja, voll. Also, du haltest nicht an so Sachen fest, sondern Nein. dass du dich einfach gut fühlst, vital fühlst. Genau. Und das ist auch das, was ich auch mega schlecht finde, ist immer auf die Waage schauen, wie viel wiege ich. Ja. Ich finde das ein bisschen... Also, wo ich abgenommen habe, mein Bruder mir ausdrücklich, er hat mir den Plan gemacht, verboten, auf die Waage zu stehen. Er hat gesagt, einmal die Woche darfst, dass du dich so ein bisschen richten kannst. Aber glaub mir, es wird dich abschmettern, wenn du 3 Tage voll schaust, dein Körper geht in einen Schockmoment, er macht zu und haltet Energiespeicher, gehst auf die Waage, bist ein halbes Kilometer, denkst du, fuck die Diät, und ich gehe dann in McDonalds. Voll. Und ich habe davor schon 1000 Diäten probiert, wo ich so ein bisschen korpulenter war. Und genau an so Sachen hat es gescheitert. Ja. Und er hat gesagt, jede Woche ein Bild. Ja, voll. Bilder so, Bild von der Seite und dann vergleich mal Genau. die 8 Wochen. Es ist krass. Es ist krass, aber eben viele Leute wollen... Ich war auch so jemand. Ich sage auch, ich war auch so Unschuldige. Viele Leute wollen einfach den Prozess nicht wie durchgehen, dass ich die Zeit in Kauf nehme. Hey, ich muss jede Woche ein Foto machen. Vielleicht sehe ich es nicht zahlerisch, aber wenn ich zurückschaue, ist es eine schönere Freude bei den Hosen. Nein, du wolltest die Kackzahl sehen, weil dir die Kackzahl irgendwie... Ich will wieder 50 Kilo da. Genau, ja. Das ist auch wieder die innere Stimme, die dir das sagt. Weil alle sagen, 50 Kilo ist gut, Size Zero, was auch Genau, immer. genau. Obwohl, nein, es ist so individuell, oder? Voll. So individuell. Es ist mega individuell. Klar, mit gewissen musst du so. Aha. Zahlisch, faktisch, wie sie andere ziehen. Aber sonst, für einfach jemanden, der abnehmen will und sich gesund fühlen will, nein, bitte nicht. Die Zahlen nicht anschauen. Machen es nicht. Machen es wirklich nicht. Kannst du mir schnell das Getränk Natürlich. dort geben? Ne? Natürlich. Du kannst mir schon geben. Perfekt. Voll vital da, he? Wasser Ja. am Trinken, ausnahmsweise. Hast du noch? Ich habe noch. Ja, gut. Mhm. Also, durch das hat das angefangen, eigentlich durch die, jetzt muss man nicht mal sagen, wie das heisst, Holistiker. Holistiker, hat das Konstrukt, das falsch war, hat das angefangen langsam zu bröckeln. Voll. Dort. Voll. Also weißt, es war ja schon nicht so, dass mir ausstehende Menschen aus meinem Umfeld nicht helfen wollten. Sie haben mir wirklich mega helfen, alles Plan geschrieben, dies, jenes, sich der Zeit. Aber es war wie so, hey, ihr seid zu nahe, dass ich eure Sachen kann befolgen kann. Ja, ja. Und ich wollte euch nicht verletzen, indem ich dann nicht das durchziehen. Also weißt du, es war wie so, der Respekt, aber ich wollte die Person genau gleich respektieren, mit dem sie mich können, mit der Wertschätzung, die sie mir gegenüber geben. Und ich wollte das nicht kaputt machen, indem ich den Plan von ihnen nicht befolge. Oder den Ratschlag. Ich wollte sie nicht verletzen, indem ich eben meine Sachen nicht einhalte, die ich hätte einhalten. Deswegen ist es sowieso gut, wenn du zu einer außerstehenden Person gehst, wo du keine emotionale Bindung hast. 1000%. Genau. Weil dann kann er oder sie dir einmal sagen, hey, Jesus, du hast einfach Scheiße gebaut. Und es verletzt dich nicht. Nein. Es kränkt dich nicht. Genau, es kränkt mich nicht. Und ich hätte nicht die Schuld gefühlt, der hat sich so viel Zeit genommen, sie hat sich so viel Zeit genommen. Ich bin Belastung. Nein. Die ausstehende Person, sie wird für das gezahlt. Das ist es, ja. Und gut ist. Und so kannst du es auch mega trennen. Und sie haben mir wirklich geholfen. Und dann irgendwann lässt du los und machst dein eigenes Ding. Am Anfang hast du schon gedacht, versaufen, dann bin ich nicht mal gegangen. Dann mit der Zeit selbstständig. Und das wollte ich auch betonen. Auch wenn man selbstständig die Sachen weitermacht und
weiss, wie es läuft. Es ist nie schlecht, wieder zurück zu den Basics zu gehen. Zurück zu den Leuten, die einem geholfen haben. Oder zu einem anderen Trainer. Lernt von den anderen Menschen. Du musst das wieder füttern, weil nach 3-4 Monaten brauchst du wieder vielleicht etwas Neues, einen neuen Impuls. Mach das. Das heisst nicht, du musst wechseln von A nach B. Nein, aber einfach bleib nicht bei etwas kleben, weil es kann sich immer wieder ergänzen, erneuern. Du erneuerst dich ja auch. Voll, ja, von Tag zu Tag. Absolut. Ja. Da, wo du früher cool gefunden hast, findest du vielleicht heute nicht mehr so lässig oder umgekehrt. Ja. Deswegen... Bei so Banalitäten fängt es an, wie so Kleider oder Marken, die du trägst und bei so tiefgründigen Sachen hört es nicht auf. Weißt? Dass man sich immer wieder neu tut. Also es ist ja, jeden Tag bist du einen Tag reifer, einen Tag schlauer, einen Tag keine Ahnung was. Und das sollte man auch ein bisschen annehmen und nicht in den alten... Zum Beispiel, ich hatte einen Kollegen, der nie Obst und Gemüse gegessen hat. Oder eine Kollegin, sorry. Nicht mal einen Äpfel gegessen hat. Und ab und zu hatte ich so das Gefühl, die isst es jetzt einfach nicht, weil sie schon 10 Jahre hat können sagen, sie isst es nicht. Also muss sie jetzt auch 11 Jahre sagen. Also verstehst du so? Ja, voll. Wieso musst du Sachen machen, wie du sie früher gemacht hast? Es identifiziert dich nicht als Person. Die Leute denken nicht, das ist die nicht apfelessende Anita, die jetzt dafür kommt. Also so, brich das doch einfach. Mach doch einfach Sachen, wo... Wenn es dir einen Benefit gibt. Ich sage nicht, du musst alles brechen, wo dir früher gut tat. Aber das ist das, erneuere dich doch. Ja. Lern doch von den anderen. Absolut. Eben, klar, jeder hat auch so seinen Schutzmechanismus. Und auch den muss man manchmal überdenken. Nur weil das früher passiert ist, heisst nicht, dass er heute noch mal passiert. Nicht jeder Mensch hat die gleichen Intentionen. Genau. Ja. Und das ist... Schön hast du gesagt. Ja, es ist ja so. Heute war eben gerade so etwas, meiner Arbeit, also so sitzen, so zu formulieren, dass man nicht gerade versteht. Heute bei meiner Arbeit ist jemand auf mich zugekommen, ja, wegen früher. Ich so, stopp, bist du schon mal mit jemandem Neutrales reden? Nein, ich habe keine Zeit. Ich so, okay, ist keine Zeit. Ich so, aber wir sind jetzt da. Das ist die Firma. Was du vor 4 Monaten gemacht hast, interessiert mich nicht. Ich so, du musst hier leisten können. Und ich brauche dich als Ganzes. Ich brauche dich nicht mit dem halben Kopf in der Vergangenheit. Und es ist schon mega hart, wie man es sagt, weil, ja, wenn man ein Trauma hat, ganz klar, scheiße. Aber ich will, dass mir das jemand so sagt. Ich habe ihr auch gesagt, wenn es mega hart rüberkommt, ich meine es nicht böse, aber du bist da mit mir. Wir machen das gemeinsam, wir schaffen das gemeinsam. Ich tue dich wegen dem nicht irgendwie gehen lassen. Oder so, nein. Wir arbeiten da. Ja. Was dir früher passiert ist, darfst du ablegen. Vertrau mir. Das ist doch mega schön, ne? Das ist doch, du schaffst einer Person wie einen Rahmen, wo sie vielleicht gedacht hat, also bevor sie arbeiten hat sie sicher gedacht, oh mein Gott, es könnte so sein, es könnte so sein, es könnte so sein. Dann sagst du es hart und nackt, bam, in ihr Gesicht. Aber ich glaube, es hat dieser Person eher geholfen, als dass es sie dämpft hat. Ja, so, oder? Absolut. Aber eben, du kannst nicht mit jedem so reden. Und du musst aber auch, wenn mal etwas Herz rauslässt, das vielleicht für dich nicht hart ist, aber für die andere Person schon, sag es immer, wie du es auch meinst. Oder mit was für Intentionen du das so sagen tust. Eben, ich habe die Message gesagt, also, ich sage es nur zu deinem Wohl, weil du bist jetzt da mit uns, du bist nicht bei der alten Firma. Da läuft es anders. Und dann merken sie auch, okay, sie meinen es gut. Es ist real. Auch wenn es hart tönt hat, ja, ist es real. Oder kannst du immer, was ich immer noch sage, ist, ey, wenn du etwas falsch verstanden hast, dann frag mich. Ja, weil ich will nicht, dass du da rausgehst und du hast mich falsch verstanden. Ja. Weil ich bin auch ein mega direkter Mensch. Ab und zu bin ich bam und die Leute denken sich, wow, woher kommt jetzt das? Ja. Und dann denke ich, eben, wenn du etwas nicht verstanden hast, dann sag es mir, weil dann klären wir es, dann ist es auch wieder gut. Aber es ist nicht deine, also das ist eben auch ein Thema, das ich immer wieder fast, es ist nicht deine Verantwortung, ihnen zu sagen, wenn sie es nicht verstehen, komm auf mich zu. Weißt du, was ich meine? 100% Jesse, ich bin voll bei dir, aber weil ich unsere Gesellschaft kenne, oder eben nach 7 Jahren Gefängnis, 7 Jahre Psychiatrie, 3 Jahre Gefängnis arbeiten, ich meine, das ist mein tägliches Brot, mit Leuten schwätzen. Weißt, das ist meine Arbeit, das ist mit den Leuten schwätzen, sie verstehen das, dass ich weiss, ein bisschen, wie unsere Gesellschaft funktioniert und es gibt mehr Menschen, die dann im Dunkeln sich die Gedanken machen, aber dann irgendwann ihre Fresse können aufmachen in dem Moment und sagen, hey, nein, das passt mir jetzt nicht, kannst du das bitte schnell ausdeutschen? Also, oder was ja eigentlich
total in Ordnung ist, wenn man das Ja. macht. Also ich verstehe nicht, wieso es Leute nicht machen. Ich verstehe es echt nicht. Kann nicht. Aber eben, ich denke es auch so wie du. Also ich sage es auch lieber. Aber rein theoretisch ist jeder selber verantwortlich 100%. zu seinem Wissen, zu seiner Information. Aber viele machen es eben wirklich nicht. Sie tun sich selber Szenarien im Kopf einbilden, statt es einfach geschwind ansprechen. Ja. Und da sind wir halt wieder mit der Kommunikation und Öffnen. Und die Gesellschaft, die ein bisschen mit der Ja. Scheuklappe funktioniert, Hauptsache Voll. nicht gesehen, nicht gehört. Ja, absolut. Manchmal ist es gut, wenn man nicht sieht und nicht hört und so, aber ja. Ja, eben, heute ist es so, morgen ist es so, es ist schon ein bisschen situativ, immer, um was geht es eigentlich. Absolut. Hey, ich habe immer gedacht, es sind einfach meine Kollegen, bei denen ich in so das Thema Hopping wie reingehe, aber es ist, glaube ich, irgendwie immer so. Es ist, wir reden über etwas und dann verzettelst du dich und dann bist du was ich mega schön finde, was ich extrem gewinnbringend finde, weil es sollte ja authentisch sein und wir sollten ja einfach, es sind ja auch schöne Themen, Voll. wo wir darüber reden. Egal, ob man mit dem Thema startet und mit dem aufhört und da irgendwie überspringt. Egal. Ein Gespräch schlussendlich soll einfach so natürlich wie noch möglich sein und einfach fliessen. Eben, ich bin auch nicht jemand, der nach Skript schafft. Ich habe mir auch nie aufgeschrieben, eben, wie mein Werdegang war. Nein, weil eben, es sind halt Phasen, die du durchlebst und Situationen und die kannst du immer nur ungefähr plus minus sagen. Stell dir vor, du würdest dir alles aufschreiben. Klar, das ist interessant. Ah, super. Mega. Aber ich wollte nicht detailliert wissen, was ich vor 6 Jahren gemacht habe. Nein. Eben, es ist sicher ein Bewusstsein für das, durch was man durch ist, aber es ist auch sehr, sehr toxisch oder wird negativ, wenn man dann an dem wie festhält und sagt, oh mein Gott, das ist mir so gegangen. Das macht dich depressiv. Es macht dich einfach nur Scheiße drauf und es bringt dir nichts. Du musst so weit dahinter schauen, dass es dir einfach wie etwas bringt. Ja. Und alles andere muss nicht sein. Es muss nicht sein. Wir müssen uns an unseren Fehlern von der Vergangenheit nicht aufhängen. Nein, also wirklich nicht. Das gibt es mega oft. Es gibt es so oft und plus, wichtig ist auch, jeder trägt seinen Schatten mit, aber der Schatten darf heller werden. Der darf heller Jetzt hast du geredet. Ja. Der darf wirklich heller werden, weil es bringt nichts, dass du so einen Schatten mit dir mitschleppst jeden Tag. Sonst erreichst du auch die anderen Menschen nicht. Jeder hat etwas Positives in sich. Also tu die Positivität ernähren, fördern und den Schatten wirklich erlöschen langsam. So ein bisschen behalten. Was würdest du gerne Leuten mitgeben, die vielleicht in so einer Situation sind? Was wäre so... Klar, das hast du vorher gesagt, von Leuten, die dir im Umfeld etwas sagen, also du bist jetzt nicht in ihrem Umfeld. Was sind so einer kommt zu dir und sagt, hey Jessie, ich habe auch diese Probleme. Was ratest du mir? Was sind so 3, 4, 5 Sachen, die ich unbedingt machen muss, um dort wie rauszukommen? Also ich würde sicher sagen, wartet nicht so lange wie ich, um euch Hilfe zu holen. Weil eben, ich bin immer so, nein, mir kann niemand helfen, der das nicht erlebt hat. Mega sturz. So schwach bin ich nicht, dass ich Hilfe brauche. Das ist auch so etwas, oder? Auch, ja. Was das Menschen sich gerne sagen. Ja. Nein, holt. Es ist nicht mal, es ist Stärke, wenn du dir Hilfe holst. Und schlussendlich ist ja nicht, du holst dir Hilfe, weil du nicht weißt, du holst dir wie eine Hand. Also du willst nach jemandem greifen, der dich neutral aus dieser dunklen Situation herausführen tut. Sind nicht stur. Also, ich war die da. Wirklich, ich habe mich verschlossen, ich habe niemand an mich heranlassen. Meine Mama sagt immer noch, Gott sei Dank bist du nicht mehr so kalt wie damals. Okay. Ich bin... Also, krass. der Krieg, ich kann es sich nicht vorstellen. Ich kann es mir, also ich kann, schon klar, wenn er sich nicht vorstellen kann ich es mir auch nicht vorstellen. Aber eben, du bist so wie so ein Sunshine und haha und... Ich bin mega kalt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr kalt. Machen das ja nicht. Ja. Weil das tut dann die Mitmenschen, die dir eigentlich die Hand geben wollen, mega verletzen. Ihr wollt euch nur schützen oder ihr wollt es gegenüber schützen eigentlich, damit sie nicht eben eure Last nehmen ins Rucksäckchen. Aber ihr macht es nur noch schlimmer. Sondern wirklich probiert, ich muss ja nicht die Arme auf, aber probiert immerhin ein bisschen den Schutz wegzunehmen. Weil sonst
kommst du zu keinem grünen Zweig. Tu dich mit der Geduld auseinandersetzen. Mit der Geduld auseinandersetzen. Sprich? Auch wenn du ein Ziel hast, egal ob es 10 Jahre dauert. Okay, ja. Scheissegal. Ja. Wirklich. Es gibt keine schnelle Fixierung, ausser ja, du willst etwas an die Wand leimen und dann gibt es einen Scotch. Oder, ja. Aber es gibt keine schnelle Fixierung für etwas, das lange in dir drin ist. Oder wo du vielleicht... Also ja, Beispiel. Ich will 20 Kilo abnehmen. Du bist 50. Okay. Das ist aber 50 Jahre so geklappt. Meinst du, in 2 Monaten bringen wir das an? Nein. Also... Ich kann es anbekommen. Gesund oder ungesund? Nein. Das wollte ich auch noch sagen. Nein, ich Weiss weiß doch, nicht, voll. Es ist... ohne dass du dich in eine Diät reinzwingst, sondern wirklich langsam. Ich bin sowieso langsam für all das Zeug, weil du musst dich daran gewöhnen. Du musst herausfinden, was für dich passt. Vielleicht hast du noch ein unwohles Gefühl mit dem Magen. Okay, dann müssen wir dann wieder das anpassen. Lernt euch die Zeit, um euch kennenzulernen, was euch gut tut oder eben was euch nicht gut tut. Das ist der 3. Punkt. Und der 4. Punkt ist sicher, die meisten, also ich rede jetzt mal von mir, die so streng sind zu sich selber, hören auf, Kontrolle zu haben. Ihr werdet die ganze Kontrolle verlieren. Okay. Also umso mehr du die Kontrolle aufrecht willst behalten, desto mehr wirst du sie verlieren, sagst du. Ja, guter Punkt. Wirklich, lernt sie wirklich los, weil du kannst nichts kontrollieren. Du kannst schon deinen Alltag ein bisschen planen und so, aber du musst schon noch das Tram zu spät kommen. Der ganze Plan ist zur Sause. Die wollen nichts kontrollieren, was intuitiv sein sollte, natürlich sollte sein, weil das macht auch noch mehr fertig. Weil dann eben kommt dann die Challenge, ja, aber ich habe das heute auf der To-Do-Liste gehabt, habe es nicht geschafft. Scheiße, ich bin dumm, ich bin nicht genug diszipliniert. Und dann fängt das Negative schon wieder an. Und nein. Und Social Media löschen. Social Media löschen? Okay, also du sagst jetzt, wenn die Leute in diesem Dings drinnen sind, in diesem Problem, gerade löschen. Hast du es gelöscht? Ich habe damals, aber es ist gar kein gehabt. Okay. Und dann habe ich es wieder gemacht. Und dann bin ich einfach lange mal offline gewesen. Okay. Aber ich bin immer, ich glaube, die Zeit, wo ich es hatte, ganz am Anfang, ist Instagram noch nicht so, das ist mehr Netlog, Facebook, früher noch, wie hat das geheißen? Facebox? Das Facebox geheißen? Keine Ahnung, du bist ein bisschen zu jung. Netlog und Facebook ist so ein bisschen das der war, Vibe, ja. Und eben ist einmal Instagram gekommen, wo ich dann schon die Lehre angefangen habe, plus minus, und dort habe ich es auch aktiviert. So ein bisschen. Und ja, dort einfach mal sagen, hey, aus dem Zeug raus. Ja. Es ist nicht so, dass du flüchten von dem, weil du bist immer wieder konfrontiert mit den sozialen Medien. Ja, sowieso. Aber mehr, es ist so ein Energierauber und du musst die Zeit anders füllen mit Selbstreflexion, ein Buch, Therapie, Spazieren, das. Und die 2 Typen, die du vorher erwähnt hast, oder das willst du auch diesen Leuten raten? Also dir hat es geholfen, klar ist es etwas Individuelles, aber wieso nicht probieren? Also. Absolut, also weißt, ich bin immer mega vorsichtig, weil zum Beispiel, ich sage, jemand leidet die Hände. Du musst offen sein für das. Voll. Du musst dich auch anlassen und auch ein bisschen Glauben schenken an dem, weil wenn du sagst, es klappt nicht, dann wird es auch nicht klappen. Genau. Also es ist schon mega viel Einstellungssache, oder? Absolut. Ja, stimmt. Und dort sage ich auch, hey, das sind Menschen mit einem Wissen, mit einer Gabe. Wenn etwas komisch ist, probier es einfach. Weil vielleicht ist es genau die Lösung. Ja. Und wenn nicht, es wird Tag X kommen, wo du die Lösung für dich findest. Und vor allem nicht aufgeben. Also eine gewisse Offenheit auch, oder? So Sachen zu probieren und vielleicht hilft es. Ja, weil zum Beispiel, ich kenne jemanden, für sie hat, wie heisst es, Tanztherapie genutzt. Eben, es ist so individuell, weil wir Menschen auch so individuell sind. Voll. Keine Masterlösung für diese Krankheit oder für diese Krankheit. Das ist gar nicht. Für jemanden ist zum Beispiel Bergsteigen das Beste. Dann macht das. Aber seid offen und findet euch ein Tool, das euch wieder gesund macht. Oder auf das Level bringt, wo ihr mental auch könnt weiter durchs Leben gehen, ohne dass ihr gerade irgendwie versauft. In eurem eigenen
Hamsterrad schlussendlich. Ja, dort fängt es an toxisch zu werden, wenn du dich wirklich dort verfängst und es nicht siehst. Ja. Und Energie investierst in das, dass du das förderst. Und Ja. Dann ist es schon ein bisschen so. Absolut. Ja, das sind die Punkte eben. Jetzt bin ich voll verschrocken. Ich auch. Ich sag dir ja. Ja, sorry, das ist halt ein bisschen Ghetto da. Voll. Also eben, das sind die Punkte und eben redet einfach offen. Keine Scham. Schämt euch nicht, weil vielleicht ist eben dein Gespendli rechts und links dankbar, dass du mit ihnen redest über das. Ja. Nochmal eine Frage. Was machst du heute, wenn du das Gefühl hast, es könnte wieder in das hineingehen? Oder ich sage mal so, nur weil man etwas, also es ist jetzt nicht nur bei diesem Thema, auch Themen bei mir, nur weil ich weiss, dass es falsch ist und ich es ändern will, gelingt es mir ja nicht immer. Oder? Ja. Also es gibt ein paar Tage, da gelingt es mir, es gibt jahrelang, da gelingt es mir und dann kommt wieder so ein Tag, bei mir ist zum Beispiel Emotionskontrolle. Du bist jetzt eine, die nicht so viel geredet hat, ich bin eine, ich will ab und zu viel. Und das ist so, dann gelingt es mir eine rechte Zeit und dann wieder nicht. Was machst du, wenn so Sachen kommen? Oder kommt das überhaupt? Oder sagst du, nein, ich bin jetzt davon befreit, ich habe all das gemacht und es ist so... Nein, aber wenn der Schlaf nicht richtig ist, ich nicht richtig gegessen habe, die Stimme, der Drang, der kommt. Das sage ich euch ganz ehrlich, der kommt. Oder es ist etwas passiert, wo ich gar nicht weiss, wie überwältigen, obwohl ich weiss, hey, es ist temporär, der Gestank ist besser. Es gibt mehrere Sachen, die ich mache. Also entweder schaue ich, dass ich am Abend nicht alleine bin, weil viele sagen, ja, allein, sie ist super. Ich habe das nicht. Weil Versuchung, dass ich dann auch schon nur ein Gemüse esse, das dann in meinem Magen, weißt, aus dem Stress, den ich mir selber mache, komme ich das Gefühl, ist viel zu schnell, dass ich dann in die Spirale hineinkomme. Ich tue definitiv den Abend nicht allein verbringen. Ich gehe zu den Eltern, Großmami, dann kriege ich an, komm vorbei. Hat es jetzt zum Glück noch nicht gegeben. Aber wenn, ich würde definitiv auf das zurückgreifen. Und du hast so auch so einen Notfallplan in deinem Kopf. Absolut. So, das ist auch wichtig, oder? Würdest du sagen? Was ich auch schon gemacht habe, ich habe gewusst, niemand ist rum, aus der Wohnung, den Schlüssel irgendwo deponiert, einfach draussen gewesen. Einfach rausgehen, bis ich merke, okay, oder bis mein Bewusstsein wieder gekommen ist, um zu sagen, hey, es ist alles gut, das ist jetzt nur eine Emotion, wo du nicht gerade weißt, wo einkategorisieren. Du bist vielleicht müde von gestern, also wirst du heute ein bisschen mehr Hunger haben. Oder du hast deine Tage, oder du bist gestern einen harten Leg Day machen und heute hast du mehr Hunger. Das ist normal. Wenn ich nicht bewusst bin, würde die Spirale weitergehen. Aber dann, wenn du rausgehst, aus deinen eigenen 4 Wänden, frische Luft hast vor allem. Ja, das ist super. Gold wert. Aber du musst dich ablenken, unbedingt. Okay. Also das ist mega wichtig. Das heisst nicht, dass du flüchten tust von dem Gefühl. Nein, aber sorry fürs Unterbrechen. Du gehst oder du lässt eine gewisse Neutralität zu, sag das jetzt Umfeld oder wo du dich gerade befindest, dass das Denken wie aufhört, du dich dann verwünschst und denkst, ey, stopp, es ist nur temporär. Genau, ich alles greife gut. ein. Voll, ich greife rein, ich nehme wieder die Kontrolle in die Hand und das kannst du halt nicht, wenn du in deinen eigenen 4 Wänden bist, weil dort bist du die ganze Zeit und dann dort kommen vielleicht auch die Probleme und es ist wie so ein Rausreißen und nicht ein Ignorieren. Im Gegenteil eigentlich, oder? Du musst dich wie selber exposen. Ja. Wenn du drin bist, du kannst alles in versteckten 4 Wänden machen. Ja, also, du kannst dich selber anlügen, nur du weißt es. Ja, voll. Aber wenn du draußen bist, es hat immer jemand, der draußen ist. Oder du bist nicht in deinem Reich, wo du da machen kannst, wo du schon selber bist. Voll. Ja, du musst dich einfach in die, wie sagt man dem, in die herausfordernden Situationen dann begeben. Das kalte Wasser. Kalte Wasser, ja. Das tut auch sehr gut, kaltes Wasser. Ja, kalt duschen ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es gut ist für den Körper und es tut auch, finde ich, der Psyche gut. Das ist so, weil ich bin der Meinung, Stresssituationen sind Situationen, wo wir nicht an andere Sachen denken können. Oder? Zum Beispiel kalt duschen. Du denkst beim Kaltduschen, was mache ich heute? Du machst... Genau.
Du bist so in dem Moment, und das ist ja etwas, zum Beispiel für mich so 2 Sachen, die für mich Gold wert sind. 3, mit dem Malen 3. Beim Malen kann ich aber nachdenken. Schach spielen. Schachmeister? Ey, es ist... Nein, ich bin kein Schachmeister. Mann. Nein, nicht. Jetzt gibt es so 2 Kollegen, die mich besiegen und sagen, «Hey, Fresse.» Nein, okay, sagen wir für mich nur Schachmeister. Okay, weil du bist so krass am Denken, hey, wenn ich das bewege, kann der das machen, dass du gar keine Zeit hast für andere Gedanken. Und das ist so wie du sagst, es ist kein Flüchten, es ist eine Pause von diesen Bad Vibes, die normal sind, die jeder Mensch hat. Es zeigt sich bei jedem anders, aber jeder hat das. Und Brazilian Jiu-Jitsu. Weil du bist in dem Raum, einer kommt und er will dich einfach erdrosseln oder den Arm brechen oder dein Bein brechen. Und Alter, wenn du nicht aufpasst, dann verwünscht er dich. Und du musst so bei der Sache sein. Und das ist für mich, ich sage immer, so therapierend, so therapeutisch, weil ich einfach keine Zeit habe für einen anderen Gedanken. Ja. Und das braucht so Auszeit vom Leben. Kurze Auszeit vom Leben. Rausreißen, neu ordnen und wieder rein. Mega, mega wichtig. Mega, das sind gute Punkte im Fall. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch gehabt. Eine Frage noch gehabt. Aber es ist so ein Thema, finde ich, wo du dich unendlich kannst irgendwie... Absolut. Weil, wie gesagt, es ist nicht das Problem, oder... Weißt, die Essstörung ist nur ein Symptom, das verstehen amigs Leute nicht. Es ist nur ein Symptom. Es ist eine Reaktion von einer Aktion. Genau, es ist eine Reaktion von einer Aktion und das Problem ist ja viel tiefgründiger, dass es überhaupt so kommt. Ich glaube, so ein bisschen die Message von dieser Podcast-Folge, die ich mega wichtig finde, ist, Selbstreflexion ist wirklich key, ist der Schlüssel zum Leben. Und was ich auch ein bisschen mitgeben möchte, ist so, hört auf, Sachen nicht zu machen, weil ihr denkt, die anderen hätten jetzt nicht erwartet, dass du wie das machst. Genau. Blöd gesagt. Wo ich anfange an malen, klar, es auch Kollegen, die gesagt haben, oh mein Gott, voll schwul. Ja, und dann so... Bro, du malst. Also sorry. Vor ein paar Jahren hast du noch irgendwie Kampfsport gemacht, jetzt malst du auf einmal. Alter, das ist eine Seite von mir. Ich bin nicht ein Mensch, ich definiere mich nicht als ich mache nur jetzt Sport oder ich mache jetzt nur das. Es hat eine Seite von mir, die das Gefühlsmäßige braucht. Es gibt eine Seite von mir, die mega asozial auch ist. Ja. Es gibt so verschiedene Facetten von mir. Es ist auch in Ordnung. Ihr müsst nicht das Bild wahren von euch, das andere von euch haben, sondern wahr das Bild von dir, wo du sein möchtest und wo du auch sein kannst und schaff an dem. Und wenn du, blöd gesagt, mit 40 anfangen willst, Rap machen, weil das schon immer dein Traum war, dann go for it. Dann denkt, was denken die anderen von mir? Die anderen Leute denken 1-2 Tage schlecht von dir oder tun es irgendwie vielleicht schlecht reden, belächeln und so, aber glaub mir, am Anfang ist jeder belächelt worden. Jeder, bis der Erfolg kommt, dann sagen jetzt, Bro, ich habe schon von Anfang an gewusst. Ja. Das heißt, komm mit Fresse. Genau. Darum, steht für euch ein, sind, wie ihr sind, schätzt die Leute in eurem Umfeld und schöpft auch Kraft von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Voll. Und auch mega wichtig ist, auch wenn euch die Eltern zum Beispiel, weil das sind ja die ersten Menschen, die ihr schlussendlich rund um euch habt, Sachen auf den Weg mitgegeben haben, die ihr vielleicht mit der Zeit nicht mehr passend zu euch findet, lasst es los. Voll. Ich hatte mega Mühe mit dem. Ich bin so erzogen worden, weißt du? Ich auch, ja. Sie haben die Erwartungen gehabt, oder ich habe das Gefühl, sie haben die Erwartungen gehabt. Und ich wollte aber innerlich etwas anderes. Also du bist in einem ständigen Konflikt. Ich meine, ich habe voll rebelliert. Mit Piercings, Tätowierungen und mit Papi das gehasst. Okay. Und ich habe genau das ist das Einzige, wo ich rebellieren kann. Weil sonst Schule, top. Ausgang hat es sehr, sehr selten gegeben. Ich konnte dann später mal ein bisschen das kennenlernen. Aber sonst geht es so Fußball, Schule, Lernen, Fußball, Schule, Lernen. Ich so, was darf ich noch machen? Nicht. Okay. Piercings, Tätowierungen. Und so habe ich rebelliert. Also, tut wirklich, auch wenn ihr die Eltern nie enttäuschen wollt, oder sind einfach so, wie ihr seid. Auch wenn ihr die Meinungen oder die Strukturen, die sie euch mit auf den Weg geben, nicht so mit passend findet, it's okay, ist voll okay. Voll. Ich bin auch erst mit 26 Jahren.
Letztes Mal bin ich auch mit meinem Papi ich so, ich habe ein neues Tattoo. Er so, ich kann nichts mehr machen. Ich so, ich weiss, vor ein paar Jahren werden ein paar Butschen noch kommen. Meine Eltern, mein Dad hasst es auch. Ja. Mein Dad hasst es auch. Aber ich liebe den, sie schon sagt, ich auch wenn sie denkt, oh mein Gott. Ich sage immer, ich sehe gut aus, wenn ich alt bin. Halt. Mit 70 schrumpelig und tätowieren, eres war eres. Da die Leute, die sagen, die Tattoos, Ja. wenn du alt bist, sieht es hässlich aus. Alter, wenn ich alt bin, sieht meine Haut sowieso hässlich Genau. aus. Als ob ich jetzt ein Tattoo drauf habe Ja, oder voll. nicht, fuck it. Voll. Und ich finde auch, rebellieren so in einem gesunden Maß. Ja. Klar, es heisst jetzt nicht, enttäuscht euch Eltern und macht und tut, aber Nein. erklärt euch, wer ihr seid, wer ihr sein wollt und eure Eltern werden auch das verstehen. Ich Voll. habe meine Brust tätowiert, komplett. Ich habe da etwas tätowiert. Ich habe es mega lang nicht gezeigt, aber ich bin 30. Das war mit 7, 28. gewesen. Ich einfach denke, wir müssen Mami nicht enttäuschen, weil ich hätte es sowieso gemacht, aber was sie nicht weiß, macht sie nicht. Heisst, Alter, chillen der Mann da draußen. Das war ein bisschen aggressiv. Ey, ich muss ehrlich sagen, mein Block, wo ich wohne, die besten Nachbarn überhaupt. Wirklich Props to you, ich liebe euch endlos. Die da, Asihaufen. Hey, wo ich Aushang gemacht habe, ich so ein Bastelräumchen, habe ich so angehängt. Nach 5 Minuten bin ich schauen, jetzt abgerissen, die sind so richtig Asi. Und wenn sie hören, wir reden da, schlitzen sie extra Türen zum Asihaufen. Auf jeden Fall hat meine Mama das Tattoo gesehen. Und ich habe gesagt, ich weiss, es gefällt dir nicht. Ich habe ihr erklärt, wieso ich das tätowiert habe. Und ich Tränen in den Augen bekommen. Und sie hat gesagt, hey, mega schöne Bedeutung. Klar, es heisst jetzt nicht, dass alle Mütter so reagieren, aber ich habe meine Mama gesagt, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich Tattoos habe. Also, ich bitte dich. Es ist etwas, das sie vielleicht nicht verstehen, weil in dieser Zeit es das nicht gegeben hat. Voll. Darum muss man sich immer erklären. Wenn sie sagt, mach das, dann musst du sagen, ich mache, was ich will. Nein, erklär doch, wieso das macht. Genau. Wenn sie es nicht versteht, dann versteht sie es nicht. Aber Absolut. du hast das Bestmögliche da. Tu dich nicht als Produkt von deinen Eltern identifizieren, sondern bist ein Individuum und steh für deine Werte und für deine Normen und für deine Aktionen, die du tätigst, steh für dich einfach Ja, ein. schon. Wir eben schlussendlich, die Eltern machen ja den Plan, die Struktur weiter, aber wenn sie keinen Einfluss von dir haben, machen sie es halt weiter. Ja. Und du musst dann auch, dein Charakter hat auch irgendwann mal Gewicht, dann steh da und sag's. Genau. Und zeig, wer du bist. Und so können sie aber auch, vielleicht, du kannst ihnen auch mega helfen, indem du andere Ansichten hast. Ich meine, früher von uns Eltern, wer wäre in Therapie gegangen? Vergiss. Was ist Selbstreflexion? Fremdwort. Also, Bahnhof. Ja, wirklich. ja, es ist schon so. Und wenn wir mit dem reden, tun sie sich auch immer mehr Gedanken damit machen. Also Genau. diverse Themen jetzt. Ja, voll. Mein Dad sagt mir immer, früher habe ich euch also erzogen, ihr habt mega viel von mir gelernt, heute sind ihr in einem Alter, wo ich mega viel von euch lernen darf. Ja. Und es ist ja so, wir sind erwachsen, wie du sagst, es wechselt irgendwann die Rollenverteilung. Und irgendwann, wenn die Eltern noch älter werden, dann werden sie wieder kindlicher und dann musst du wieder schauen, so wie es auf dich wird geschaut. Absolut. Und das hat auch mit Respekt zu tun. Ich finde, jeder sollte das machen, aber das ist ein Genau. anderes Thema. Jeder ist auch anders aufgewachsen. Genau, jeder hat auch nicht die Älteren und gibt so viel Respekt zurück, wie du auch bekommen hast, da bin ich auch der Meinung. Aber versuch auch ab und zu Situationen zu verstehen oder hinterfrag deine Mami oder deinen Vater, wenn etwas nicht gelaufen ist, hey, wie hat das Leben euch denn gezwungen, so zu entscheiden? Wenn sie sagen jetzt einfach, ist mir egal gewesen, dann hast du deine Antwort. Oder es kann auch sein, dass sie mit Sachen führen kommen, die du nie Damit gewusst hast gerechnet und sie haben dich nie damit belasten. Ja. Und wenn du jetzt einfach zumachst und sagst, fuck off, ich erinnere meine Eltern nicht, weil die das und das gemacht haben, das ist das eine mega Kränkung, finde ich, oder auch eine mega Verletzung, die nicht müsste sein, weil vielleicht gibt es Sachen, die du nicht verstehst. Absolut. Ich sage auch, mit Eltern darf man kulant sein. Wenn man aber ständig auf verschlossenen Türen landet, dann irgendwann sagst du ja selber, Nein, das ist Weil scheiße. dann tust du dir selber immer nur dich selber verletzen und selbst sabotieren. Voll. Aber eben, ich finde auch, Suchgespräch 1, 2, 3, 4 Mal, solange wie du es magst ertragen, und wenn es nicht ist, Dann ist okay, dann hast du auch probiert. Genau. Dann kannst du auch mit ruhigem Gewissen sagen, hey, ich habe es probiert, sie hat nicht wollen. voll. Also wenn du dann dort stehst und eben wie, das ist der Ex-Freund, wir reden jetzt einfach nicht mehr miteinander und wir schauen das in den Arsch an. Das ist nicht schön, das finde ich Nein. nicht schön. Eben, Respekt ist immer... Nummer 1. Ja, Respektiere dich selber, respektiere dein Umfeld. genau. Absolut. Hey, möchtest du am Schluss irgendwie noch etwas sagen? Gibt es Schlusswort?
Also schon mal ein herzliches Dankeschön, dass ich überhaupt auch an den Podcast kommen. Also Ey, wirklich Dankeschön, dass du offen für das bist. Sehr gerne. Ich nehme mal an, der Podcast wird drunter und drüber sein. Ja. Aber es ist auch voll in Ordnung. Also eben, das Thema ist so weit, die sicherlich nicht alles abdecken, weil es Nein. sind Sachen, die nicht ausgesprochen werden. Mhm. Aber ja, ich danke dir wirklich. Ich finde es mega cool, was du machst. Merci. Und ich bin gespannt auf ganz viele Themen, Ja, wo ich auch etwas daraus lernen kann. Und ja, also eben, nehmen euch die Punkte wirklich zu Herzen. Es ist mega wichtig, man hat ein Leben und du weißt nie, wenn der nächste Tag das Licht erblickst oder eben nicht. Wegen dem voll. redet, habt Freude, liebt viel, lebt mehr und ja, mehr dazu gibt es nicht zu sagen, als dass wir fest geehrt fühlen. Hey, danke für deine Offenheit. Es ist mir mehr eher, dass du da bist, als dass ich dich einladen durfte. Ich will es auch so wirklich so machen, dass wir sich aber dann zeigen, wenn wir das dann online stellen, vielleicht kommen dann Fragen, wo Leute dann mehr wissen wollen. Und dann kannst du auch sehr gerne nochmal kommen. Ich will auch so einen Podcast machen. Es kann auch sein, dass du am Ende des Tages 20 Mal da warst. Es ist ja, was interessiert die Leute, über was möchten sie etwas hören, so Q&A, so ein bisschen Fragen, Antworten. Klar, aber so wie du es auch wie preisgeben möchtest, oder? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Nein, ich sage auch danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit Baklava Cheesecake. Oh ja, das ist ein On-Tape. Ist gut, ist gut. Also. So cool.